Oh, Lecky und der Timmy haben wir haben schon wieder ultra synchron. Das ist ja Wahnsinn, wie dermaßen synchron, dass wir mir sind. Heilige Scheiße, jetzt hätte ich fast verschlafen! Heute ist was passiert, das ist schon lange nicht mehr passiert, ich bin einfach in meinem Sessel eingeschlafen! Du bist ein 80-jähriger Moso! Lustigerweise tut mir nichts weh. Das ist interessant. Schrei mir nicht so an, du bist Headset unterwegs, falsche Headset. So, Timmy Boy, Poppermann, kriegst du dir daheim. Habe! Events, Bierger Montag, 20 Uhr, es geht weiter mit dem Indianer Johannes Weekend. So, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen weiter, mit nichts passiert. Hey, an ganz an Ruhigenheit. Letzter Gaming-Stream in diesem Jahr. Ja, Mika, sehen wir uns noch. Und dann bin ich 2 Wochen fort, sehen wir uns erst wieder am 6. Januar, aber das sage ich später nochmal, wenn es mal den Rest eingeschwappt hat. Habe die Ehre an den Skulls and Lace den bei. Den Rolli, den Jackson, den Herrn Gramer, den Benio, die Königin Elsa, den Bugel, den Domi, die Glückskatze, den Franz, den Tizian, den Staudi. Was ist denn das wieder? Maxi. Ja. Habedere Meister. Das ist echt scheißegal, was ich sag. Merci dir, habe die Ehre zurück. Maxi, das ist 2, aber... Moment mal, Staudi? Staudi, was haben wir über Donations vor dem Stream gesagt, oder? Mein Donut zum Wachwerden. Schlafen kannst du, wenn du echten Topf kassiert hast. Vor Donut Squad. Never dies. Oh Gott. Und es war halt auch, wer tut denn das, dass er vor dem Stream einen 50er da reinschmeißt? Staudi? Und das ist der Arschloch! Ich lerne mir jetzt einfach am Mikrofon ein und schlaf. Können wir das mal... Es ist eigentlich schon lange mehr an der Zeit. Was wird passieren, wenn ich mit 2 Stunden daher sitze und schlaf? Es ist schon lang überfällig, das irgendwann mal auszuprobieren. Stoshi, mir ist wieder entwickelt. Firestar, mir ist wieder ein Resub und 7 Monate. Der Bier auf keinen Stream, Grüße aus Burglingenfeld, Grüße aus Chernobyl. Zurück. Merci dir. Geise, bitte Herze, es ist 5 vor Pause. Bin wieder moin dabei. Sind wieder moin neue Podcast-Folgen geplant? Nein, leider Elias nicht. Vom Tristan aus Treifdan. Der scheiß Tristan aus Treifdan, der wird einfach nicht alt. Nein, der wird nicht alt. Geisi, merci dir. Stopp. Halt, stopp. Wahrscheinlich haben es schon alle, die mit die 50 Euro anschmeißen, was weiß ich. Heute ist, glaube ich, so der letzte Tag. Wenn du nur irgendwas vom Jahresmerch brauchst. Ja? Fangen wir gleich damit an, weil sonst hört sowieso nicht auf. Es ist die letzte Information. Das ist der Jahresmerch. Der ist jetzt gute 2,5 Wochen alt. Wer nur irgendwas braucht, zu Weihnachten, T-Shirt, Pulli, Tassen, Kissen, ein Babystrampler, ein Babylatzerl, ein Schürzen, ein Poster, ist keine Ahnung was. Dann ist jetzt der letzte Zeitpunkt, dass das vor Weihnachten noch kommt. Und mit jetzt meine ich tatsächlich jetzt. Ab morgen wird's eng, weil die Dinger einfach 4-5 Tage dauern. Besonders Poster dauern meistens nur einen Tag länger als es gewandt. Darum, now is the time has come. Los, so. Drücken wir wieder daher. Irgendjemand hat wieder reingeschissen, was da los ist. Staudi. Die tun aber per Streamlabs, die Zeit nicht. Wie die Zeit nicht? Duffy! Staudi, merci! Duffy, der Bierger schon lange nicht mehr gesehen, hab wieder einen 5er gefunden. Nimm mal bevor es mein Uldiberg Bierger besser Mann. Bevor er der Uldi nimmt, nimm er wirklich lieber ich. So, das ist es. Nimm er lieber ich. Duffy, merci dir, Jack the Ripple, merci für 43 Monate, Andy Mann, merci für 32 Monate. Und jetzt kommt die an oder her! Jawohl, unnötig gut außerpui fahren. Jahresmerch hobe Ja, wer hätte das gedacht? In Österreich kauft man für 500 Euro Jahresmerch und dann wirft man jetzt 50 einer. Weil man wohnt ja in Österreich oder in was ist denn ein ziemlich armes Land, ich weiß nicht. Österreich, Argentinien oder irgendein Scheiß. Ist Argentinien ultra arm? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Austrian, merci dir, as always, sind immer dieselben Pappenheimer. Ich sag eh nichts mehr. Wir waren jetzt das wieder. Der Mardersepp wird nicht angezeigt, warum nicht? Bin auch wieder da. Ist ein indischer Stammbaum dann auch ein Kreis? Oder das vom Gustl den Titel? Das weiß ich nicht. Das werden wir rausfinden. Merci für 63 Monate. Dami, merci. Ich will auch mal! Nein! Ich will auch mal XD. Wobei wir bald so weit sind, dass ich zum 10er nichts mehr sage, weil es bald lächerlich ist da. Ja, so weit wird es nicht kommen. Ich sag's dir, wie es ist.
So weit wird es nicht immer. Tommy, merci dir. Löwenzeit, merci dir. Habe ich dir Birger das Fuck einen letzten Gaming-Stream dieses Jahr? Norbecker Dunkel, lass das schmecken. Lass das schmecken. In Österreich-Argentinien ist das Gold gemeinsam litt den alten AZ ist. Was? haben wir schon wieder 5 Glühwein im Sicht. Was ist da los? In Österreich-Argentinien ist das Gold gemeinsam litt den alten. Na, ach so. Ein Leerzeichen drin wegen dem Wort Nazis. Darf man das jetzt auch nicht mehr sagen? Ist das Wort Nazi zum Sagen auch schon Nazi? Oder rechtsradikal? Oder kriegt man da eine Hausdurchsuchung? Ich weiß nicht. Das ist eine einzige Clown-Fiesta auf dem Planeten. Ich sag das, was ist, aber von dem Thema fangen wir lieber nicht nochmal an. Argentinien. Richtig, Herr Wulfeck. Soll ich drücken? Nazis. Was? Achso. Oh Gott. Sprechen. Oh Gott, wieso lese ich ihn überhaupt Zeit? Warum lese ich eigentlich überhaupt irgendwas? Warte nicht einfach 10 Minuten, dreimal im Kreis wie die fette Robbe, im Wasser drin, spiele irgendeine Teppere Musik um 10 nach, spielen wir einfach in Indiana Johannes. Ich hoffe, oder bin ich gespannt, ob der Indiana Johannes das Level halten kann, das er vorgelegt hat. Weil ganz ehrlich, so schlecht war das gar nicht, letzten Montag. Soweit ich mich erinnere. Bin gespannt. So wie FBI, open up! Drei mal. Keine, der schnürt mir jetzt nicht. Fix. Der Creative Rob, Servus Bier, Grüße aus dem Preußen Krankenhaus in Berlin. Haben einen schönen Stream. Was ist das denn da wieder? Hast du in der No-Go-Area Gruppenvergewaltigung gefangen? Was? Der Herr Creative Rob. Oh Gott, jetzt mal Bierger! So, was der Mann? Die Wii Shop Musik ist nicht dämlich. Was für Wii Shop Musik? Ja, die kenne ich nicht, ich hab kein Wii. Was laber ich für Scheiß? Freilich hab ich Wii. Herr Getze! Meine 76 Monate hat es nicht angezeigt. Skandal! Was, wie, wo? Herr Gensel, da werde ich nochmal nachschauen. Was ist da los? Wo? Das ist aber auch nicht geretriggert. Sag ich dir, was ist? Die ist hier nicht in meiner Liste aufzufinden. Herr Gensel, das da müssen Sie nochmal schauen. Herr Gensel, mehr als wie einen Zwickel und 76 Monate. Kuss auf die Nuss. No, der Alex, der Döring Alex, der ist noch nicht so lange da. Der muss sich mit per Caps Lock Ausdruck verschaffen. Anders her dem kann er zu. Sonntag-Ruhetag. So, bald 3 Jahre. Ist es schlimm, dass ich die letzten 30 Minuten von letzten Indie nicht gesehen habe? Wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich nicht. Da haben wir bloß so Fotos gemacht von so Inschriften und so weiter, um irgendwas zu kriegen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich glaube, das könnte durchaus auch der Cliffhanger gewesen sein. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, Darth Yoda schreibt was. Ich glaube ja, dass in der Bundeslade Bierger-Merch war und der Indie das gesucht hat. Das kann durchaus sein. Da ist das erste Vollbier-Squad-T-Shirt, das jemals bedruckt wurde, drin. In golden. Nicht in blau, sondern in golden. Das soll man immer wieder, kommt mir in den Sinn, da haben wir schon mal drüber geredet, das Thema Rich Bitch Clothing. Dass man hergeht, nimmt das Vollbier Squad Logo und macht eine goldene Version, also einfach eine gelbe, weil Golddrucker geht leider nicht bei Spreadshirt, aber da kann man mal nachher und dann schreibt man da, weiß ich nicht, 100 Euro, 500 Euro und 1000 Euro drauf. Oder du kannst so viel zahlen dafür, wie du magst. Mindestens halt so viel wie für die anderen. Und dann steht hinten im Knack golden drin, wie viel das dafür gezahlt hast. Wer das da? Habedere Meisterjahresmord ist bei mir der Legendary Squad, ja. Geiler Scheiß. Zeig mir selbst, merci dir. Bier war so passt fix. Hast nichts versäumt, kommt noch. Alexa, merci für 42 Monate. Bazooka, ciao, habe ich ihre Meisterjahresmatch. Ist bei mir angekommen, wie immer geiler Scheiß. Das freut mich! 1 Euro T-Shirt nehme ich. Sprenge das Ding, gesagt, geht los ab 29,99. Da kriegst du halt nur das Blaue. Und sobald 1 Euro drüber, kriegst du es dann in Gelb und hinten steht drauf, du hast 1 Euro mehr gezahlt. Aber dann bist du halt in Österreich, glaube ich, bist du ziemlich schlecht angesehen mit dem T-Shirt. Ja? Und ich bin mir 100%ig sicher, 1.000.000% sicher, dass es ein paar Geschubste gibt, die das tun. Ich nehme da 100 Euro T-Shirt. Ich sag, dass es ist. Leider Gottes kann man bei Spreadshirt nicht mehr designmäßig Preise festlegen. Das ist mal gegangen, aber das ist schon Jahre her. Sonst hätte ich es schon lange mal da. Dieses T-Shirt hat mich 50.000 Euro gekostet. Ja. Oder ein Bitcoin. Also ich nehme auch andere Währungen. Ich darf auch einen Bitcoin nehmen. Ein. Ja, geht los ab 1. 1.0.
Was ist toll aus? Ja, Basti, Jahresmärzschütze ist anders geil. Mein bestes Stück in der Werkstatt. Geil, Alter. Dass das Ding bei der Werkstatt anzeigt, da bin ich eigentlich auch noch nicht draufgekommen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Basti Kühler, was er sauber ausdenkt. Sissi! Was ist denn das für... Was? Zwelkmeier, den Namen habe ich noch nie in meinem Leben gelesen. Ein bisschen Weihnachtsgeld, mehr als für ein Zwill. Kuss auf die Nuss. Da müsst ihr Epic Games. Epic Games geht pleite schon hin. Kommt davor, wenn man seine Spiele alle verschenkt. Merci dir. Mama, oh ja, Mama. Hat das irgendjemand mitgekriegt mit der Hawk Tour Tussi und ihrer Meme-Coin und dem Rip-Off? Zeit für Bierger-Coin, meine Damen und Herren. Hubersepp, merci für 69 Monate. Nice. Hubersepp, merci dir. So, jetzt mal so. 10 Norris. Jetzt müssen wir mal in die Sperre gehen und dann schauen wir, was da los ist. Also, ja, ich sehe schon, haben schon. Machen wir Vollbier-Coin. Das ist die gute. Ja. Da warte ich dann, bis ich auch so 20 Milli am Konto habe und dann. Tschüss dann. Ich liebe ja Plüschtiere wie Sau. Gibt's irgendein Plüschviech auch im Bürgerstore? Ja. Gibt's. So Teddybärle, die haben ein T-Shirt da mit dem Logo von drauf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sowas schon mal jemals jemand gekauft hat. Ich sag das, was es ist. Nein, das jetzt geht gerade nicht, sorry, sonst springt mir das Baby ins Gesicht. Stell dir vor, du bist da gerade so dabei und du bist gerade so dabei so. Und dann kommt der. Kuckuck, auf den Nosen. Okay, so. Halt dein Maul, schalt mal um. Verdammte Scheiße. Müller-Sepp! Vollbiercoin, wo? Nix gibt's, Alter. Ich weiß gar nicht, wie schwer ist denn sowas? Ich hab mich noch nie damit auseinandergesetzt, keine Ahnung. Ich hab einmal Ethereum gemeint, ja? Der Scheißdreckskasten steht immer noch da oben. Weiß ich nicht. Dann verkaufen, wenn er haben möchte, dann 3 Grafikkarten drin, Mainboard, Prozessor, alles was du brauchst, kannst du abmeinen, Alter. Wenn er haben will, PN an mich. So. Triple Alexander, merci für 5 Monate, Kuss auf die Nuss. So, hab jetzt die Alerts ausgeschaltet, jawohl. So, wir spielen heute eine weitere Runde. Indianer Johannes und der große Kreis. Wieder Sprengi zu sagen, pflegt der krosse Kreis. Das ist ja ein Volldepp. So, drücken wir einfach mal fortfahren und schauen wir, was passiert. Möchtest du mir sagen, das geht jetzt nahtlos? Das sind kleine, aber feine Dinge, die gefallen mir. Wo haben wir mir da? Weiß ich nicht, wo haben wir mir da? Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Da, oh, also, da ist eine Tür. Was müssen wir denn da? Ich weiß nicht mehr. Das ist einmal Journal. Zu Antonio zurückkehren. Wo ist denn der fucking Antonio? Ist der da? Ach, der ist da im Keller unten, ne? Der ist da irgendwo im Keller unten in dem Gewölbedings drin. Da, wo wir mit den ganzen Laternen anzünden haben. Oh, da ist es aber ganz schön finster, du. Hat wieder keine Fackel nicht da liegen. Unter der Bibliothek. Ist das Blutlocker? Ist das ein Blutlocker? Nein. Antonio! Wo bist du? Ich käme nicht mehr aus. Ich hab vorher in meinem Stuhl drin geschlafen. Wann bin ich eigentlich? Wo ist jetzt der Antonio? Antonio! Da muss ich aber nicht wieder schwimmen. Schwimmen durch meine Map. Ich verstehe nicht. Was will? Da haben wir total falsch. Total falsch haben wir da. Wir rennen nie wieder umeinander. Ich finde, der Indy kann ganz schön schnell laufen mit einem Bier in der Hand. Das hat mir doch gerade angezeigt, dass ich da runter muss, oder nicht? Hallo? Entschuldigung, ich hab nicht gewusst, dass ich störe. Oder geh wieder. Indonesia. Affascinante. Bin umgeben vom Pfau, da fange ich leicht zum Schwitzen an. Kann auch passieren, dass ich mit spontaner Selbstentzündung reagiere. Weiß ich nicht. Und, Indy? Hast du mir irgendwelche Beweisfotos für Pater Crescenzos fantastische Behauptungen gebracht? Haben wir ihm den nicht schon gegeben? Okay, hier sind die Bilder. Ist ja wurscht. Darf ich mir die Lupe ausleihen? Ja, natürlich. Eine Lupe, natürlich. Was haben wir da? Einige dieser Inschriften wirken eher wie Vandalismus. Warte mal. Wackel halt mit der Lupe nicht so. Da feit irgendwas. Ich hab's genau gesehen. Eindeutig kirchlich. Kirchlich. Möglicherweise eine frühe Darstellung der christlichen Kirche. Eindeutig kirchlich.
Was haben wir da? Große Figur. Diese Figur ist größer. Riesig. Naja, riesig. Da ist nur eine Figur. Schwert. Diese Figur trägt ein Schwert. Vielleicht ein Krieger. Und da haben wir einen Bullen. Oder? Schatz. Das ist ein Schatz. Ha, da hat jemand Latein über diese Symbole geritzt. Eine Geheimbotschaft von Pater Crescenzo vielleicht? Dein Crescenzo. Latein ist besser als meins, Indy. Was bedeuten diese Inschriften? Ich weiß es nicht. Lateinisches Übersetzen, das kann er. Der Urheber des Kreuzzugs, der nie aufbrach. Unter seinem Monument liegt die Tür der gefallenen Engel. Was heißt das? Darf ich mal? Der Kreuzzug, der nie aufbrach. Dum diversas? Die Papstbulle. Ja. Nach dem Fall Konstantinopels rief Papst Nikolaus V. zum Kreuzzug gegen die Osmanen auf. Doch Er brach nie auf. Nikolaus V., sein Turm. Das ist sein Monument. Suchen wir weiter. Der Dämon bewacht die Unterwelt, wo das Grab des Kriegerriesen liegt. ein Dämon. Ein gefallener Engel. Mutter Gottes, Pater Crescenzo hatte tatsächlich recht. Vielleicht liegt dieses Riesengrab unter dem Turm Nikolaus V. Ja, aber hier steht geschrieben, wer die Unterwelt zu betreten sucht, braucht das Blut der 5 heiligen Wunden. Sieh nur. Was für heilige Wunden, Alter! Die 5 heiligen Wunden, aus denen Jesus blutete. Ich brauche Blut. Oh, es hat der Das Crescenzo! Blut Christi. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das geht aber schnell. Hat er natürlich im Schuhplan Amen. drin, der Pater Gnierscheimer am Kopf. Wo hast dann die jetzt hingesteckt, Was Mr. liegt Indianer? unter dem Vatikan verborgen? Henri, du solltest zum Turm Nikolaus V. gehen und dort nachsehen. Danke, mein Freund. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wie früher. Henri? Wieso denn Henri? Ja, wo soll ich das schmecken, wo das ist? Den Turm Nikolaus V. betreten. Ja, Bruder, woher soll ich nie... Nein, lass einfach. So, wo müssen wir hin? Wird mir das eigentlich nur angezeigt, wenn ich... Nein, passt schon. Haben wir schon... Bin ich da jetzt runtergeflogen, oder was? Padre Antonio ci è stato di grande aiuto. Già, Grande Aiuto, ich verstehe überhaupt nicht. Ja, noch nicht ganz sauber. Ich muss wieder weg. So, wo müssen wir hin? Da vier und links rein. Keine Nazis so rum bin. Ja, das sind keine Nazis. Ja, im Grunde sind es das Gleiche, der Trottel. So, darf ich da sein, ist die Frage. Weiß ich nicht. Werden wir dann schon rausfinden, wenn nicht bekommt. Die Sau von der Holle. Wundert mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist wieder Sperrgebiet, hä? Ist da wieder Sperrgebiet? Oder ein Abfahren? Entschuldigung, ist hier ein Sperrgebiet? Oh, da hinten haben wir leider geploppt. Das ist nicht schön. So, wo müssen wir da hinten ums Eck? Warum rennen die eigentlich alle mit einem Knüppel umeinander? Einfach normale Typen, die nicht irgendwie mit Uniform machen. Und alle haben so einen Katar. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. No, das schaut mir aber an, als darf er nicht rein, hä? Müssen wir uns da wieder reinschleichen, sehe ich das richtig? Ventura darà di matto perché non abbiamo ancora finito. Chi se ne importa? Buongiorno, padre. Se è uno dei camion- Buongiorno, padre. Okay. Lavoreremo mai più in questa città. Haben wir schon gedacht, dass da reingeht. Haben wir Welche schon Geheimnisse da wohl warten? Turm Nikolaus V. Achso, das hat noch keiner herausgefunden. Grosso come un cavallo, giuro. I ratti non diventano così grandi. Non passerebbero più dalle fogne. Oh no, ich weiß genau, von was er redet. Scendete pure a controllare se non... Ich weiß genau, von was er redet. Ich war so groß wie ein Viertel. Das
glaube ich nicht, ich mag's gar nicht wissen. Aber das macht dem Indianer nichts. Hab ich gehört. Das einzige was kann man die nehmen? Ah ja, nehmen wir mal den Sicherheitsbesen mit. Wie wirft man gleich wieder? Ah ja. Gut. Ah shit, was? Wo ist denn der Besen? Der Faschisti hat irgendwas gehört. Soll ich mich nicht lassen? Dann müssen wir irgendwas. Gehen wir jetzt da nicht mehr raus, oder was? Doch. Naja, passt schon. Jetzt ist mir geschleitet. Aber die Frage ist, kann ich da umspringen, meinst du? Nein. Wieso kommen wir jetzt da nicht mehr auf? Jetzt halt. Gehen wir da um? Ja. Schläft er oder? Lass mal nochmal in Ruhe. Lass mal nochmal in Ruhe. Sollen wir ihn umhauen? Nimm das! Wer sind Na gut, Hänfling, los geht's. Es fühlt sich und hört sich so lustig an, wenn du den Typen mal aufs Maul hast, das ist richtig schön. Und dann kann ich mit dem Knüppel anlaufen. Ja? Wer ist jetzt der Typ mit dem Knüppel? Das ist so geil dumm einfach. Upsala, ist mit Weinflaschen ausgekommen, hoppala. So, die Frage ist aber, was da ist ein Tier, das muss ich mir sagen. Er fordert Kanalisationsschlüssel. Hat du einen Kanalisationsschlüssel dabei? Bruder. Hm? Ich weiß nicht, der macht ja die Beine breit. Aber der Pfarrer kommt gleich an. Der kommt dann schon. Tor aufheben, kann man Tor. Ich glaube nicht, dass man Türen aufprügeln kann. Schauen wir da nochmal. Zum Fuße von dem. Der hat irgendwas gelabert von zum Fuße von dem Monument, aber die haben da einfach nur irgendwelche Tisch gestapelt. Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Haben sie denn da wieder da? Die Ketten ist verdächtig. Ach, du meinst die Mauer, die dir aufprügeln? Oh, ich habe auch kurz drüber nachgedacht, warum ich es nicht probiert habe, weiß ich nicht. Was da? Das schaut mir doch an, als kann er da mehr Wein rein. Wer immer da rauskommt. Oh. Okay. So, A und D drehen. Moment dabei. Das Money passt aber nicht ganz. Was soll das genau können? Ich wollte gerade sagen, so kann es gehen. Hör auf, einfach einmal links rundum dran gehen. Wo ist mein Knüppel? Ohne Knüppel gehe ich hier nirgendwo hin. Das war ein sehr finsteres Loch. Ich brauche eine Fackel. Haben wir keine Fackel? Ja, die nehmen wir mit. Zeit, die Unterwelt zu betreten. Das ist halt, ja, gefällt mir schon gut. Gefällt mir gut. Ah, so Licher haben wir noch Schleier. Gehen wir da aufführen, dass wir das Kreuz brechen. Oh, was ist denn? Schauen wir mal. Ja, Pro-Gaming, so wieder. Jahrelanges Pro-Gaming. So weiter. Mal sprinten. Na, gerade noch. Oh, ich habe ein Geheimnis gefunden. Verschollenes Artefakt. Oh, wie lange der da schon liegt. Haben wir ihn da. Paradehelm! Ein Paradehelm aus Blattgold, angefertigt im 4. Jahrhundert vor Christus von der Latenikultur Galliens. Das ist vielleicht möglicherweise ein Asterixer Helm, wo ein Federn... Ein verlorener Schatz. Vor langer Zeit gestohlen. Ha! Ich passe auf ihn auf, bis ich ihn zurückbringen kann. Ins Museum natürlich. Das gehört in ein Museum! Verschollenes Artefakt aus Europa. Neue Entdeckung. Notizen. Also gibt es mehrere Artefakte da drin. Sowas ist halt... Normalerweise tue ich das nicht gern, dass ich so Nebenobjectives suche, aber beim Indiana Jones passt das irgendwie.
Frag mich nicht warum. Obwohl es nichts anderes ist, einfach irgendwelche versteckten Objekte zum Suchen in anderen Spielen. Aber der Indie darf das. Der Indie muss das. Alles muss in einer Karte freigeschaltet. Was hätte ich denn jetzt für eine Karte der Unterwelt? Bin jetzt schon in der Unterwelt. Spinnwedern. Ozent. Ah, das ist gut. Speziell also schön-flüssig. Drücke rechte Maus und die Flamme anziehen, um besser sehen zu können. Okay. Das ist doch gut. Aber warum haben wir jetzt auf einmal Afrikaner? Warum haben wir jetzt auf einmal Afrikaner? Das verstehe ich nicht. Aber gut. Ist das der politisch korrekte Terminus? Ich weiß es nicht. Kann ich... Ich hab gleich viel mehr Indie-Style mit einer Fackel. Es war wichtig. Press F für die Entwickler, das war wichtig, dass man die Fackeln da so tun kann. Oder einfach rein. Jesus Christ! Oh. Also irgendwelche Fallen, ich mag da nirgendwo drauf drücken. Was ist da los? Was ist da los? Jesus Christ! Oh nein. Wein rein? Denn dies ist mein Blut des Bundes, vergossen für viele zur Vergebung der Sünden. Das Rätsel der heiligen Wunden lösen. Oh Gott, in sowas bin ich ja grandios gut. Aber gut, dass ich einen Chat dabei habe. So, das ist mit das hier. So, was steht jetzt da so? 1, 2, 3, 4. Römisch. Römisch 1, 2, 3, 4. Was aber nicht recht viel Sinn macht bei 5 Heben. Wahrscheinlich, wenn ich... Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Also man hört nix. Irgendwie. Das ist genau die Scheiße von Rätsel, die in so einem Spiel haben will, aber in... Haben's gut gemacht. Kannst du sagen, was du möchtest? Lass mal, wie es ist. Da muss ja irgendwo ein Anhaltspunkt sein. Wo ist meine Fackel? Das Sliden Christi, Alter. Das ist Schlitz. I'm a simple man, I see a Schlitz, I go rein. So, schauen wir mal, was wir da finden. So. Hinweise auf... Was haben wir da? Bleibt das auch oben, oder... Ah ja. Okay. Da hätte man sich den Schlitz in der Winter auch sparen können. Was möchte denn eigentlich immer mit der Kamera Foto machen? Bringt mir das irgendwas? Hm? Ja, tatsächlich ist jetzt... Und ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie tauchten... Scheiße, man kann davon... Man kriegt da ja Skillpunkte für die Fotografiererei. Wo ist meine Fackel? Komm, ich fahr über die her! Was ist denn das, oder? Wo kommt denn das Ding jetzt her? Hä? Das ist ein uraltes Relikt. Das haben wir sogar im Inventar. Revolverkugeln. Ausgerüstet. Was tue ich mit dem Ding? Warum? Ich verstehe nicht. Und wo ist mein Fackel verschwunden? Da ist... Wir haben meine Fackel wieder rum. Ja gut, da werden wir wahrscheinlich im Wein erschingen müssen. Und rein damit. Salbung Jesu. 4. Muss irgendwie chemisch mit dem Wein reagieren. Da ist ein Vierer drin. Ah, mit Symbol auf dem Fussi. Das heißt wohl, der Schalter beim Fussi muss auf Nummer 4. Aber was wir da auch noch da müssen? Foto machen. Ah, kriegen wir 25 Punkte. Gemeine Skill. Jesus am Kreuz. So. 5 heilige Wunden. Oder aber rechts Fussi und der links Fussi. Was war das für Fussi? Nochmal sprinten. Was war das für Fussi? Das war das linke. Oder? War das linke oder das rechte Fussi? Weiß es nicht. Das ist das linke Fussi. Für uns aber ausgesehen das rechte Fussi. Vielleicht aber auch beide Fussi. Stellen wir mal beide auf 4. Los, rüber da. Stellen wir mal beide auf 4. Das glaube ich macht einigermaßen Sinn. Beide auf 4. So. Irgendwo wollte er mir noch ein Foto machen. Da haben wir noch was schon hier. Nein, schau her. Andere Fussi. Haben wir das andere Fussi? Der hat mir ein Foto gemacht. Sie sahen, wie Jesus über den See ging und sich dem Boot näherte, und sie fürchteten sich. Tab, Wein, A. Das hätte man sich sparen können, dass ich jetzt mit 5 Tastendrücken muss, bis er die Weinflaschen reinschenkt. Aber gut, müssen wir fahren. Facke. So. 3. 3.
Und das ist das linke, von uns aus gesehen das linke Fussi. Da müssen wir das da, pass auf, dann müssen wir das wieder da herstellen. Machen wir so. So. Fackel hier. Was ist das da? Was ist denn das da? Ah, nein, Fackel. Tu mir anzünden. Oder? Anzünden. Er nahm den Becher und er dankte Gott. Aus dem Weg damit. Hinter sich! Ja, gut. Das ist das allerschwerste Rätsel der ganzen Welt ist jetzt nicht. Aber vorausgesetzt, das haut er so hin, ich weiß es nicht. Was haben wir da? Das ist der Kelch. 2. Machen wir das gleich noch? Machen wir das noch? Und er reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Scheiße! Scheiße, was? Nein, nicht! Ich bin eingesperrt. Okay, ich hab mich mal gehalten. Da jetzt sind wir das Ding an. Was ist denn das? Das ist verdächtig. Das ist verdächtig. Da ist ganz schön viel Wein in der Flasche. Das ist richtig. Das ist die. Tun wir da auch mal rein. Das ist ein 3-Liter-Humpen. Ich meine schon. Brot! 2. Sehr schön. Was hast du? 2? Also links, rechts, dann links 2, rechts 2? Oh, hab ich schon verstanden. Und dann werden wir uns da durchs Loch ausschleichen müssen, nehme ich an. Wo haben wir jetzt wieder? Müssen wir gleich mal ein Foto malen. Longinus, der Soldat, der Jesus mit der heiligen Lanze durchbohrte. Ja, da lernt man sogar noch was schon, ja? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber... Nutze zweihändige Nahkampfgegenstände, um dünne Wände einzureißen! Aha! So was wie das da! Kann das brennen? Kann ich was so sehen? Da ist ein Kerzenfeuer drauf. Wo ist denn da dünne Wand? Dünne Wand, wo ist diese dünne Wand? Die Mauer muss doch passierbar sein. Das sicherlich! 3. Das lässt sich bestimmt wieder reparieren. Aufgemacht den Bums. So. Bernie, wir merken uns, da wo wir vorher waren, da kann man die Wände eindreschen. Bin ich mir sicher. Was haben wir da? 2. Das ist alles 2. Die Hände brauchen 2. 2 Hände. 2. Linke Hand. 2. Rechte Hand. 2. Und jetzt habe ich einfach instant vergessen, was der Mr. Schwanzus Longus wollte von uns. Jetzt haben wir das Ding nochmal hier. Was war da? 3. Macht da irgendwie Sinn, ein 3 haben wir noch gar nicht gehabt. Haha! Easy! Was auch immer da jetzt rauskommt, wie zünd da eine. Heilige Wunden! Rätsel gelöst! Brrr, brrr. Oh, nehmen wir da jetzt lieber eine Fackel mit oder den Zweiner? Weg. Herr, weise uns den Weg. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Dann nehmen wir lieber eine Fackel mit. Du Fackel her. Oh Gott, ich liebe es. Frag mich nicht warum, aber ich liebe es. Wer ist noch mit Indiana Jones aufgewachsen außer ich? Ayla, merci für den Restart. Triple X, merci dir. Timmy Boy. Vollbiercoin, wo? Merci dir. Habe die Ehre benannt. Ja, Ayla, habe die Ehre zurück. Da kommen wir hin. Schüssel 10. Oh, kleiner nicht steht. Oh, jetzt schaut es aber langsam gefährlich aus, gell? Du. Schaut jetzt aber langsam gefährlich aus. Erinnert, was ist das da? Ja. Ratzenviecher. Ich erinnere mich genau im Film. Ich sag das, was es ist. Oh, haben wir ein Labyrinth, hä? Und da? Gehen wir nicht rein. Was haben wir da? Das schaut verdächtig aus. Das Ding schaut verdächtig aus. Da muss man was auffüllen. Muss man da was auffüllen? Kann man da irgendwas auffüllen? Weiß ich nicht. Oh, 10 da. Oh, da stehen ein Tor, da stehen ein Nummern über dem Deal. Das ist 2. Was ist da? Dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Schaut gut aus. Vermutlich eine uralte römische Grabanlage. Das nehme ich. Das Wirst du vermutlich nicht mehr brauchen. Nimm mir die Schiene depperten Kommentare dazu. So ist es jetzt. Die Frage, ob es da unten was gibt, kann ich da. Wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich dann hier? Kann man da speichern? Naja, riskieren wir mal nichts.
Ja gut, ich sage, von irgendwelche Rittersleid. Da hinten, die haben alle sehr verdächtig irgendwelche Dinger da in der Hand. Was ist das? Schau, wie wütend aus, Alter! Da mehr nicht bekommen sein, wer ist das? Der Jesus Christ himself! Glaubst du selber nicht? Was ist da los? Haben wir noch Schüsseln zum Motzen? Oh, da geht's noch weiter oben. Wir werden wahrscheinlich auch oben springen können, aber wer weiß, wie viel Fallschaden das wir kriegen, das riskieren wir nicht, da gehen wir lieber. So, was haben wir jetzt da? Kann man die Sachen wieder einhauen da, oder wie? Foto machen? Foto machen von was? Von dem da? Das 5-fache Jerusalemkreuz. Symbol der 5 heiligen Wunden. Aha. Was genau hilft mir das? Oder was tut er damit? Kann ich da draufhauen? Weiß es nicht. Die Einkerbungen schauen ein bisschen aus wie im zweiten Film mit die... Wie haben die Steine geheißen? Sankara-Steine oder irgendwie so? Man muss ja da herunten irgendwas durchkennen. Oder es ist einfach nur ein Weg, dass man wieder aufgehen kann. Falls man dort wirklich oben springt. Und man los uns noch, da geht's noch hinten. Sakara? Kalima! Verdammt, ich muss mir die Filme mal wieder anschauen. Ich gebe aber an jeden den guten Tipp, schaut euch, behaltet euch die Filme so in Erinnerung, wie ihr es in Erinnerung habt. Oh, nein, da schauen wir auch noch schnell oben. Das ist hundertprozentig der Umweg, dass man da wieder raufkommt. Geheimnis gefunden. Was haben wir da? Was haben wir denn hier? Paranoides Geschreibsel. Höret! Ich bin zur Beute geworden, denn sind es nicht Schritte, die mir in der abgründigen Dunkelheit nachstellen? Schwere, stampfende Schritte von schrecklichem Klang, wie sie ein Sterblicher je vorher hervorgebracht. Wer schreibt denn so? Und ich höre sie in der Finsternis flüstern. Gotteslästerliche Worte, deren Sinn mir verborgen bleibt, denn ihre Sprache ist unmenschlich. Doch sie halten Abstand, sie beobachten nur diese riesigen Gefährten der höllischen Düsternis. Eine Tagebuchseite. Mittelalterlich. Okay. Herr Luxer! Kuss auf die Nuss! Merci dir! Servus Bier! Sorry, war noch unterwegs und der Katz haben wir eine wegen einem Tumor, der geplatzt ist, einschläfern müssen. War jetzt viel? War kein Witz nicht, jetzt, um ehrlich zu sein. 2024 ist so mega! Ja, es dauert auch nicht mehr lang. Sag das, was es ist, mir gelangt sein. Info an alle im Discord gibt's heute mehr PoE 2 Codes. Hoffe, es freut einige. Jetzt ins Discord in den Gaming-Schmerz. Offensichtlich verschenkt schon wieder jemand Keys. Wer Path of Exile 2 Spielen macht. Mr. Luxor, Kuss auf die Nuss. Press F für die Miezi. Press F in den Chat für die Miezi, das tut mir sehr leid. Aber wenn es einen Tumor hat und so, dann ist... Ich weiß nicht, man möchte es nicht hören. Aber dann ist es wahrscheinlich gescheiter, damit dass er Ruhe ist. Was wenigstens schon etwas älter. Schwing! Das war knapp. Jetzt habe ich keine Fackel mehr. Warte, die muss ich umwerfen. Herzlichen Glückwunsch, jetzt haben wir im Lohhund drin. Kann ich mir nicht mehr zurückschwingen. Mein Fackel verloren, es ist ein Stück finster. Okay, es war ein kurzer Spaß. Kriegen wir schon. Eine Fackel her, die schmeißen wir da so um. Na, das Schwingen fühlt sich ein bisschen seltsam an, muss ich sagen. Mr. Luxor, Kuss auf die Nuss. Thanks trotzdem, bleibt meine ganze Familie. Ja gut, das ist eh klar. Das kann ich nur nachvollziehen. Der Tag wird bei uns auch kommen und ich hasse ihn jetzt schon. Was haben wir da? Fackel rein. Habe ich mir jetzt spontan wieder mein Pfarreranzug ausgezogen oder was ist denn jetzt passiert? Alter, wo haben wir denn jetzt? Bruder! Okay, springen wir mal rüber.
Hätte ich vorgeschlagen. Okay. Wie großartig. Wie großartig. Was ist das hier? In dem Moment verlangt Indie-Outfit. Das ist absolut richtig, Herr Crusade. Ich muss euch so schauen. Alles muss so geschaut werden. Das ist quasi jetzt der erste Adventure-Tempel. Kann man eigentlich Kerzen anzünden? Nein. Bin ich gespannt, was er kann. Ich glaube, jetzt kommt der Dark Souls-Boss. Oh, Foto mal. Ja, stimmt. Guter Punkt. Die Frage ist, von was? Von dem Ding davon, hä? Aber mir hat's doch da jetzt gerade ein Foto angezeigt. Warte mal. Jetzt da grad irgendwo, wenn das Fotosymbol blinkt, dann kann man. Na, dann gehen wir mal da 4. Also wenn ich da davon kein Foto nicht machen kann, dann. Naja. Grabstätte des Kriegerriesen. Das Grabmal von Augo dem Riesen, der im Dienste Gottes bei Askalon fiel. Der Kriegerriese. Das ist er. Das Grabmal durchsuchen. Kriegen wir da eigentlich noch irgendwelche Zusatzinformationen zu dem ganzen Bums da? Jetzt habe ich meine Fackel schon wieder verloren. Fackel wo? Fackel wo? Ach, ich kann mich da selber umziehen, ne? Merke ich gerade. Ja, dann reden wir mit der Kamera, wenn alles wurscht ist. Aber wo ist jetzt meine Fackel? Das ist noch ein bisschen seltsam. Das ist ein bisschen komisch. Wo ist jetzt meine Fackel verschwunden? Da habe ich mir die Anschlag geschoben, ist durch den Boden gefallen, hat es in Luft aufgelöst. Ich weiß es nicht. Oh, da haben wir was. Was ist das? Schaut nach Knopf aus. Ist dieser Button? No, this is not a button. Ich weiß noch nicht einmal, was sein kann. Wir haben. Ah ja, schau her. Oh nein, das endet nie gut. Nichts. Ich sollte auf der anderen Seite nachsehen. Wie nichts? Da rührt sich doch was! Wenn irgendwie finsteren Leereich rein da. Jetzt können wir das Schild wahrscheinlich nehmen. Ne? Hinter dem Schild ist etwas. Mit dem Schild? Drücke Q, um fallen zu lassen. Können wir es schmeißen, ne? Schmeißen wir es ja mal auf. Du Wichser! Klonk! Bonk! Gott, die Hassspinnen! Wir müssen jetzt aber nicht gegen den Kriegerriesen schlägern, oder? Please don't. Oh oh. Oh! Ja, ich darf nur ein wenig länger schauen. Komm schon. Ja, so kommen wir auf mal. In die voll wütend, mach alles kaputt. Cutscenes sind Ganz alle, schöner Brocken. Cutscenes sind alle gut gemacht. Ich bin mal so frei. Wenn das in seine Rippen steckt, wo hat das denn dann Code wieder gestorben ist? Weiß nicht, Digi. Was haben wir jetzt da gefunden? Der Beichtbrunnen. Eingang zum heiligen Kloster des Nephilim-Ordens. Haben wir jetzt den Diablo? Da ist er.
The fuck? Aiuto! Ah! 80er Jahre Action vom Feinsten! Ich liebe es! Das ist wegen staubig. Wegen staubig. Pergament des Kriegerriesen haben wir gefunden. Daneben woanders raus. So. Einen Weg nach draußen finden. Ich hätte trotzdem gern meine Fackel. Den kann ich nicht fotografieren. Das ist also nichts Besonderes. Was zum Fick, Alter. Kommt mir ein bisschen vor wie so eine Skyrim-Ruine. Und schaut's genauso aus. Wenn der Trauger ums Eck kommt, dann... Was tut denn da eigentlich so? Ja, das Schwingen ist nur ein bisschen... Muss ich sagen, das Schwingen ist nur ein wenig... Weiß nicht, Brudi. Was soll jetzt da? Da, wenn ich aufspringe, bin ich hin. Sieht man am Boden? Da ist, ach, da ist Wasser unten. Probieren wir's. Topf in 3, 2, 1. Okay, passt schon. Okay. So, und schwimmen, schwimmen. Hey, man kann zumindest schwimmen. In Skull and Bones hat man nicht schwimmen können. Schwim, schwim. Wieder. So, wo sind wir? Wo geht es raus? 80 Euro! Bin klitschnass. Bin klitschnass. Na toll. Na toll. Das schaut sehr... Was tut denn da so? Was tut denn da so? Kann man das fotografieren? Der Okeanus. Okeanos mit Söhnen. Das alte Griechenland faszinierte die Römer. Ist da irgendwas? Da hinten geht's aus. Hab schon einen Schlitz gefunden. Scheint nicht verkehrt zu sein. Scheint nicht verkehrt zu sein. Das war Vielleicht hier durch. ein wenig ein rabiater Sprung. Was war wieder Julius? Da kriegt man Geld. Aus! Jetzt wird's schon wieder zum Schlägern. Wird zum Schlägern? Fridolin! Heute spät, sorry, morgen wieder Nachschau-Squad. Haben Sie sich hinein, Herr Fridolin, Kuss auf die Nuss, merci dir. Ich kannte mehr Fackel brauchen, ich sehe einen Scheißdreck da hin! Ach, Sie haben eine Fackel dabei. Haben die zu zweit oder ist er allein? Jetzt, wenn der da einer geht, ich bin ja in der Finsternis. Ihr seht mir aber sofort, gell? Schauen wir mal. Jetzt, wenn der da einer geht, wo geht er denn hier? Geht er rechts rum? Und der Schlungmann. Non mi piace quel suono. Alto là! Arrenditi finché puoi! Oh, lecker, wo kommst du her? Bruder, wo kommt der jetzt her? Ach, da ist ein Loch in der Welt, das hab ich aber nicht gesehen. Ja, hoppala, Entschuldigung, mein Fehler, ihr Vollidioten. Upsi. Was kann man mit dem da? Kann man den auch? Kann ich den nehmen? Erstmal sauber auf die Fresse gebrettert. Geschlier wird er nicht, jeder wird zusammengeschlagen. Good old Classic Manier. Es war aber auch stockfinster. Gut, bin ich nicht der Einzige, der das Loch da drin nicht gesehen hat. Gut, bin ich schon stark. So, wo sind jetzt die hergekommen? Die müssen irgendwo gekommen sein. Und dann noch mehr von denen. Nazis sollen aufs Maul hauen mit einer Faust, die sie anhört wie ein Pistolenschuss. Wird auch so schnell nicht langweilig. Das kann ich im Voraus schon sagen. Was haben wir da? Sagt man nichts. Gehen wir da weiter.
Oh, sind wir hier. Gib mal den Zweihänder. Ehi! Ehi! Qui non siamo in pericolo, amico mio. Probieren wir es zumindest so zum Vermöbeln und weg zum Drang, dass wir nicht gegen 5 gleichzeitig kämpfen müssen. Alto, non puoi stare! Das war ein kurzer Spaß. Und nochmal. Das war wirklich ein kurzer Scheiße, das war wirklich ein kurzer Spaß. Mi fai ridere! Dagli la buonanotte! Weg da! Ancora in piedi, eh? Ihr seid nicht so. Di sotto! Warte mal kurz, ich muss schnell nachladen. Piangere? Sì, mandalo giù! Ich muss doch nachladen! Uno dei Sag mal, nostri! wieso kann ich nicht? Ah, wieso kann ich? Ah! È vero? Jetzt wird's gleich eng, jetzt wird's gleich eng. Avvertimi quando fai sul serio! Fa male! Peccato! Lasciatelo scappare! Lass mich heute mal kurz heilen! Sarà divertente! Peccato! Prendiamolo! Non deve Torna da scappare! mammina. Ich ist dabei. Der zeigt nicht ab. Ti vedo! Der zeigt nicht ab, ich mach das schon. Tu mir. Te ne sei cercato! Ammazzalo! Mettilo giù, accidenti! Ah, per un Ich weiß nicht, wie man die secondo. Waffen wegsteckt! Ich ist mein Opfer, was? Ich weiß nicht, wie man die Waffen wegsteckt! Ebbe una lotta? Ti vedo! Quanto resisterà? Ti farai male! Der V-Block nicht wahr? Was ist denn mit dir? Bist du der Mike Tyson Obernazi, oder was? Sei morto, caro mio! Abbacchiamolo! Non farmi ridere! Laggiù! Combatti come una mammoletta! Tu! Intruso! Forza, levagli quel sorrisetto! Der war ein wenig dicker wie die anderen. Hab ich das richtig gesehen? Zähl als doof. So. Auf Q tu ich's auch weg. Tu ich da meine Pistolen auch weg. Ja. Wieso? Was ist denn? Warum denn auf V blocken, Alter? Aber wer glaubt denn da auf V? Mit was für ein Spast? Alter, der Agi. So wieder wie es ist, das tue ich auf meinen Maustasten. Ja, so schwer. So, tun wir den zwei hinterher. Den ersten vermöbelt man mit dem. Der Topf hat aber auch schon ein paar Likes verdient. Qui non siamo in pericolo. Ehi, ehi, Glaub fermo wohl, dass dove ihr sei! Chancen habt, hä? Non sappiamo. Ehi, intruso! Intruso! Ti fai ridere! Eccolo, ti vedo! Ti stendo per bene! Peccato! Non lasciatelo scappare! Poi niente contro di me! Alto là! Ecco qua! Avvertimi quando fai sul serio! Kann man sich wieder verstecken, wenn man einmal entdeckt worden ist? Oh, bist du behindert? Wo viene da kommst du denn jetzt du her? Verschwinde! Farò piangere! Puoi farcela! Und ich weiß einen Stor nehmen?
Was ich versuche nur herauszufinden, was die KI so macht. Ich will mir irgendwas zum... Da ist noch ein Zweihänder. Wieso hab ich den nicht gleich genommen? Geht's her, weil ich der Schleue trotteln. Darò una lezione. Das sollte Ti schnell. vedo. Divertente. Eccoti qua, verme! Sì, mandalo giù! È a terra! Sagt's einmal! Wer kennt's nicht? Wenn man 3 Mal nicht gefangen sind in einer Schlägerei, bindet du einfach Verband damit und geht's weiter. So. Ach, auf R kann ich schubsen, oder was? Ja, wo lade ich dann nach? Hä? Der linken Maustaste, da ist doch eine Kugel drin. Ach so. Ach. Ja, bisher durcheinander ist die Steuerung schon, gell, Kinder? Das heißt, auf E kann ich den Revolver umdrehen, mit dem zu an, geht der dann auch kaputt, oder was? Hä? Hab ich ihn jetzt fallen lassen, oder? Das ist ein bisschen, das ist ein wenig durcheinander, gell? So. Was tut jetzt mich eigentlich ganzen Dorfdeppen da? Schön. Ich kann der Healing wie ein Hackenkreuz. Ja, gut, hol ich mal sauber nicht auf die Fresse da nicht, damit wir unsere Ruhe haben jetzt da. Ich muss mich jetzt da mal umschauen, jetzt gebt's mir in Ruhe. So, wo haben wir denn da? Da oben blinkt was. Kann ich noch mit der Peitsche noch nicht tüdeln. Das ist richtig. Ja, gut. Peitschige Peitsche vielleicht? Ne? Ach, die vergiss ich auch immer, die kann man beim Schläger auch benutzen, gell? Gehen wir weiter. Jetzt hab ich keinen Vogel mehr! Hol mir Vogel! Kann man die anzünden? Das ist eine berechtigte Frage, Glückskatzen. Kann man einer Schaufel ins Gesicht hauen? Das kann man auf alle Fälle, so. Aber kann man so zünden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kann man eigentlich, warte mal, kann man die Dinger anzünden? Nein. Mann, jetzt hab ich keinen Vogel mehr bei uns! Was eingefallen ist! Da ist er nicht. Ist der Vogel? Gib Vogel. So, gehen wir mal da lang. Scheint mir nämlich, dass man da aufkommt. Noch mehr Nazi-Deppen? Irgendwo? Nö. So, noch 10. Shot da haben wir überhaupt nicht. Wieso soll ich mich da umschwingen, wenn ich da gehen kann? Rätselhaft. Haben wir da so? Haben wir die so 10? Nö. Wieso kann ich da schwingen? Oh, liegt der Kronleuchter, ist mir massiv, oder? Das nehmen wir mal nicht. Ui, hier jemand. Hier jemand. Cos'è questo posto? Fosse una specie di camera sepolcrale. Quanto sarà antica? Medievale? Non chiederlo a me, non sono un archeologo. Questo posto mi dà una brutta sensazione. Fahr mal. Spedisco all'inferno! Na gut, Großer. Legen wir los. Mi divertirò! War ein Vergnügen. Ich check aber nicht ganz, wann die hier sind und wann nicht. Kann ich nicht mit dem Ding drin? Birger sitzt in Rätselhaft. Sprenge, is it you? Antike Büste. Los, Brüstewitz 2. Brüstewitz 2. Die Dinger da, das haben wir vorher schon mal gesehen. Warte mal. Und da habe ich das. Da hab ich da. Jetzt warte mal. Hoppla, habe ich es jetzt beim Springen verloren, oder? Ja, man kann sie ja nicht mehr. Verstehe schon. Das hätten wir. Verdammt, dann haben wir vorher mit Sicherheit ein Rätsel übersehen. Da hätten wir eine Büste draufstellen müssen. Brüstige Brüste, Brüste, Brüste! Die nehmen wir auch noch mit. Kann man noch brauchen. Ich riech's bis daher, dass man die noch brauchen kann. Was mit dabei? Maria, Maria! Was ist da los?
Wo das Rutschen jetzt herkommt, das weiß ich nicht, aber gut. Kamera bereit machen. Was haben wir da? Grab der Liebenden. Liebe überwindet alles. Auch den Tod. Manchmal. Aber kein Apache-Kampfhubschrauber mit 68 Raketen. Bin ich mir ziemlich sicher. Weiter geht's. Das geht einfach hoch, okay. Jesus Christ. Das ist gefährlich! This is a trap! This is a trap! Jetzt doch kein Trap. Das habe ich nicht gewusst, dass die sagen. Da schon eine zweite Platten. Was hab ich was übersehen? Draw me like your French girls. Und jetzt? Lässt mich fotografieren, Alter. Doch nicht. Was soll man nochmal? Der Peitsche ist schon ein unfassbar cooles Utensil, muss man sagen, gell? Ich möchte sehen, wie er da aufgegraben. Was haben wir? Müssen wir nicht zu irgendeinem Engelsding? Eine Nike-Statue! Schauen wir mal, ob wir nicht das einen Reebok noch finden. Die Göttin des Sieges. Die könnte ich gerade gut gebrauchen. Die schaut aus, als das was in der Hand halten, wo es feit, hä? Das schaut mich fast so an. Geheimnis gefunden. Also das Ding war hinter dem anderen Gitter war das ein uraltes Relikt, schaut ein bisschen aus wie ein antiker Inka-Dildo. Ein merkwürdiges handgeschnitztes Steinobjekt prähistorischen Ursprungs. Prähistorisch! Noch ein antiker Schlüssel. Wie kommst du hierher? Vielleicht ist das Schlüsselbein eines Brontosauriers. Oder stimmt, so ein Inka-Pfeiferl. Kennst du so, wie nennt man die, diese Todesschrei, die so ganz furchtbar kreislich deren? Fackeln immer wieder mit. Weiß ich nicht, diese Höhlen um Anschleicher wird einfach nicht langweilig. Es wird einfach wird nicht langweilig. Death Whistle, ja, macht Sinn. Todespfeifen. Wo zehnt den Schund? Ich mag aber nichts. Ah, da war was. Moment mal, da sind wir gekommen. Jetzt haben wir instinktiv links gegangen, aber das ist. Oh, schaut ein bisschen nach Lades. Oh, da haben wir wieder so ein Ding. Können wir da nichts und was machen? Da ist nochmal so ein Ding. Wir brauchen Brüste. Ha! Brüste gefunden. Oh, ganz schlecht. Ah, da ist noch eine Brust. Gib mir die Brust. Ah, ich kann nicht schnell laufen. Schimpft's mir nicht. Dann haben wir da erstmal in zwei Hände. Und dreschen wir die Event da durch, dann nehmen wir uns den. Ah, ich sag da nur Pro-Gaming. Hat geklappt. Die Frage ist, was ist jetzt passiert? Ah, Geheimnis gefunden! Ein merkwürdiges handgeschnitztes Steinobjekt. Schon wieder ein Steinobjekt. Von wem stammt das? Ja. So eine Hashpipe. Und Gas. Und Teller hinten. So, wo sind wir? Oh, da wird's zum Rutschen, sehe ich schon. Doch nicht. Kein Hui-Moment! Aber egal. Nicht meine Fackel! Nicht meine Fackel jetzt ausmachen! Nein! Nein, 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 nein! Waren wir jetzt da? Oder waren wir da schon mal? Weiß ich nicht. Questo posto è enorme. Ah, da verschießt Chissà die. per chi è stato costruito. Für wen das wohl gebaut wurde? Qualcuno Für jemanden sehr wichtiges wohl. Da bist du jetzt damit, aber ich mag jetzt nicht schon wieder schlägern. Was, ich lege jetzt dir mal die Fackel dahin. Wieder auf. Gehen wir mal da auf.
bringt mir das? Bringt mir das jetzt irgendwas? Weiß ich nicht so recht. Hängen wir uns einmal an. Kann man da auf die Ebene da oben oder so? Nein. Schwing! Schwing! Schwing umeinander! Okay, stopp. Dann kann ich mir ab. Ja. Da mag ich rein. Da ins Loch mag ich rein. Oder? Ja, dann kann ich nicht schwingen. Hallo! Hallo! Ein gutes Foto waren, hat sich rentiert. So. Die Frage ist, was machen wir hier? Das ist doch da nicht so Gaudi. Oder? Man kann doch da nicht zum Spaß da aufhören. So, haben jetzt wieder Faschistis. Ja. Toll. Alles wieder auf Anfang. Haben wir jetzt wieder ganz am Anfang, oder was? Die Frage ist... Wir wissen ja nicht so recht, wo wir hin müssen. Oder was müssen wir überhaupt da? Das Loch hinaufklettern. Wir können jemanden ausnocken. Weil vorher bin ich hingegangen, dann hat er mich gesehen, wie ich aufgestanden bin. Wenn ich mich vorhin hinschleiche, weißt du schon? Jetzt wenn die noch einen Schritt weitergingen, dann darf ich ihm da gerne ausnocken und ins Eck werfen. Mich einfach, weil es mich interessiert, wie. How. Non era niente. Ja, hey, ich bin da in der Stockfinsternis, da brauchst du mich jetzt nicht lang sehen. Warte mal. Das kann nicht. Na, Scheiße. Ti ammazzo! Dagli la buonanotte! Die anderen Herren, das da hinten nicht. Das ist ja wieder. Es muss doch ein Qui Taker. c'è uno dei nostri! Habt ihr schon gesehen? Da nicht, aber. Qui nulla. Alleato a terra! Niente. Ora sei mio, tesoro! Saluta Komm i mir denti. nicht zu nah! E sarebbe una lotta? Die anderen stehen einfach immer noch da. Non hai... Mei. Das ist ein bisschen seltsam. KI ein bisschen dumm, hä? KI ein bisschen dumm? Bitte ein bisschen dumm. Eine Knüppel ins Vieh. Werden einfach zusammengeschlagen. Scheiß der Hund drauf. So, ich sehe einen Scheißdreck da herin. Das schaut wichtig aus. Oh, doch nicht. Wenn du geduckt mit einem Gegenstand von hinten hingehst und und schlägst, in Klammern, im Ducken-Modus, geht zwar die Waffe kaputt, aber der Gegner ist down. Gibt es da keine anständige Steuerung? Steuerung, es fühlt sich extrem flüssig an. Aber es ist halt eine typische Melee-Steuerung, die eigentlich gar nicht mal so schlecht umgesetzt ist für diese Faustkampfgeschichte da. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich versuche halt immer noch herauszufinden, wie die KI reagiert und so ein Zeug. Das probieren wir jetzt nochmal und dann kämpfen wir gegen den Dicken. Hilft eh nicht, der schluckt uns dann wahrscheinlich wieder. So. Ah.
Ja, das macht schon mehr Sinn. Gehst du zu einer dazu? Kurz und Oh no! schmerzvoll. Camera! Hey! Hat funktioniert. Danke für den Tipp. Wer hat das geschrieben? Die Bandrossel. So ist recht. Dankeschön. Genau das wollte ich wissen. Weil es wird auch nichts angezeigt, irgendwie Takedown oder irgendwie was gescheiter ist. Je weniger im Hut umeinander pimmelt, weil die so hinten, ja. Je weniger in dem Hut angezeigt wird, desto besser konzentriert man sich aufs Spiel und überhaupt und sowieso. So, wir müssen irgendwie durchs Loch müssen wir aussehen. Das Loch ist gemeint. Das Loch hinaufklettern. Die Frage ist, wie wir da raufkommen sollen. Halt, stopp. Ich hab noch was gesehen. Wir haben jetzt eine Gaudi da geht's oben irgendwo. War das eventuell der Gang vom Anfang? Das meine ich war der Gang vom Anfang, oder? Gehen wir noch mal schnell runter. Oh, da müssen wir eine Büste aufstellen schon hin. Büste! Büste! Und die hätten wir einfach gleich umstehen lassen können. Das Gewicht reicht aus. Die hätten wir einfach gleich um... Wo haben wir jetzt wieder? Haben wir noch nicht schon mal? Haben wir noch nicht viele Leute wieder aufgeprügelt? Prügel! Schmeißen wir mal die Prügeln aus. Kann ich so zünden? Nein. Irgendeine Peitsche. Was für Peitsche? Ja, da waren wir auch schon. Da haben wir unten die ganzen Teufel über den Haufen gezünden. Wir laufen gerade wieder zurück aus. Das ist schon auch richtig, oder? Irgendwie aber auch nicht. Wenn jetzt... Irgendwie aber auch schon! Wieso ist denn jetzt bloß eine Hälfte? Verstehe ich nicht. Na gut, dann gehen wir wieder. Gut, dann gehen wir wieder nach Hause. Ich will bloß sicher gehen. So, wo geht's jetzt gleich wieder nach Hause? Ich hab keine Ahnung. Ich bin Orientierungstipp. Kommt einem vor wie ein Kreis. Da geht's nicht. Sag mal. Jetzt passen wir auf. Was ist das geil eigentlich? Ein Rohrtang. So, irgendwo. Jetzt geht's da wieder oben. Mann, nicht oben! Wir haben doch. Hä? Da ist doch gerade ein Tier gewesen, wo man. Ja, da, mei, oh mei. Oh mei, oh mei! Ja, du besoffener Teufel, du besoffener. Navi, wo? Nix Navi. Ja, als alter Archäologen-Pro-Gamer braucht kein Navi. So, dann schleichen wir uns aus durchs Loch. Raus aus dem Loch! So. Wir können vielleicht nur das eine oder andere Geheimnis mitnehmen, aber hilft nicht. Da können wir bloß verschießen Teufeln. Verschieß die! Da wenn wir uns so aufziehen, haben wir schneller Indianer. Was die Peitschen schon alles ausgehalten haben muss. So, wo müssen wir hin? Oh, haut das hin? Oh ja, haut hin. Tatsache. Luis fragt, wie viel kostet das Spiel? 80 €! Nein, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ist im Game Pass. Der kostet 11,99 € im Monat. Geschenkt bis jetzt, weil es wirklich Spaß macht. Atmosphäre super eingefangen. Steuerung! Kann doch ein wenig. Tango! Forza! Danke, Koppel. Ma tu non sei! Okay, tschüss. Und der Geist von Indiana Jones ist bis jetzt richtig gut eingefangen. Ganz ehrlich, von vorn bis hinten. Da steht E und D. Oh nein, die böse Nonne hat ein Messer. Ich hab's genau gesehen. Was ist da los? Oh, mit der wird's zum... Weiß das schon. Mit der wird's zum Gelübde brechen. Was hast du vor? Sneaking Nun. Look at me, I'm a Sneaking Nun. Der Nonne folgen. Einbrecher-Nonne. Der Nonne folgen. Was haben wir da sonst noch? Ich hätte gerne einen Zweihänder für die Nonne. Vielleicht habe ich einen Zweihänder für die Nonne. Was? Boschi! Merci für 14 Monate. Kuss auf die Nuss. Einen guten Jahresabschluss. Dino Birger. Frau schreit bis Mittwoch. Arbeit Ehre und für gut. Nur 53 Likes auf 1122 Zuschauer. Das ist eine richtig gute Frage. Hat sie überhaupt schon mal auf den Like-Button gesmashed?
Meine Damen und Herren, das Spiel hat auf alle Fälle, wenn ich nicht, dann hat das Spiel bis jetzt ein Like verdient. Ich hab Spaß. Poschi, merci dir. Richie, ich hab dich übersehen! Ah, verschieß dich! Merci dir. Was der Peitsche schon alles ausgehalten haben muss. Marion mit breitem Grinsen. Ja, oder breit geklopften Arschbacken, kann auch sein. So, wo müssen wir hin? Da hinten ist die Nonne reingegangen, ja? Da haben wir, auf der Ausgrabungsstätte da haben wir ja vorher schon alle über den Haufen prügelt. Wenn ich mich richtig erinnere. Sind wir schon da? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Warum hast du da einen Sandsackbunker herin? Das ist die alle. Was haben wir da? Zeitungsartikel. Artikel über Shanghai. Japanische Bomben fordern hunderte Todesopfer in Shanghai. Nantao von ausbleibender Warnung überrascht. Ein japanischer Luftangriff erschütterte in Nantao, einen Bezirk der Stadt Shanghai, tötete hunderte chinesische Zivilisten und verwundete viele weitere. Seitens der japanischen Armee, die zugesichert hatte, der Zivilbevölkerung Zeit zur Flucht einzuräumen, wurde keine Warnung abgegeben. Mit ca. 3 Millionen Einwohnern ist Shanghai eine der größten Städte der Welt. Ist das wirklich passiert? Ist jetzt ernst, meine Frau? Ist es wirklich passiert? Kann da mal jemand nachschauen? Wir leben in bewegten Zeiten. Bewegte Zeiten. Ist es um den Zeitraum, wo die Amerikaner dann mit den Japanern einen Krieg angefangen haben? Kann es sein? Ich weiß gerade nicht, in was für einem Jahr, dass wir da spielen. Mehr. Umziehen? Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ja, nehmen wir mal das Priestergewand. Passt zumindest. Passt zumindest. Darf man da ja quasi nicht sein. Aber wir haben ja auch einen Schrammzieher. Rohrtang. Ja. Was ist das? Reparaturkosten. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, für was mein Reparaturkosten. Buongiorno, padre. Hat jemand eine Nonne gesehen? Buongiorno. Hat jemand eine Nonne gesehen? Dass die keine lustigen Fragen Salve, padre. Salve, Gott segne Padre. Sie, Schwester. Du, ich muss die Heizung immer 2 Stunden richten. Schauen wir nicht so komisch an. Bis dann. Wo gehen wir hin? Oh, Foto. Oh. Muss ich schnell Foto machen? Slide, Christi! Kapellenaltar. Nimm mit. Ah, ich fang gleich das Brenner an, wenn ich so weiter bin. Oh. Scharfe Miete. Schöne Aussicht. Verzeihung, Pater. Gallagher. Ist das Bespitzeln von Leuten Teil Ihrer Arbeit, Schwester? Ich habe eigentlich nur Vögel beobachtet. Vogel! Ein Mordsvogel. Schaut alles jetzt ziemlich gut aus Darf ich rundum mal? und so. Das halte ich für ein Gerücht, dass man mit dem Ding so genau landen hat können. Das halte ich für ein Gerücht! Was fällt Ihnen ein? Hey, das ist mein Fernglas. Das ist der Hitler-Pfarrer. Oh, haben wir da unseren Bösewicht, Antagonisten sehen? Na, Küsschen aufs Nüsschen. Bussel aufs Backerl. Was zur Hölle machst du hier? Ein alter Freund? Das ist Emmerich Voss, deutscher Emmerich! Archäologe, Leiter des okkulten Forschungsprogramms. Und woher wissen Sie das? Der Herr offenbart sich seinen Dienern. Tatsächlich. Dr. Indiana Jones, Professor der Archäologie, Hey. Marshall College, Bedford, Connecticut. Ja? Und Sie sind keine Nonne, Schätzchen. Sie wissen nichts über mich. Man muss kein Priester sein, um zu wissen, dass sich Diebstahl schlecht mit den 10 Geboten verträgt. Die Regeln für Reporterinnen, die kenne ich nicht. Woher? Sie schreiben Ihre Notizen in Steno. Investigative Journalistin. Ich untersuche das Verschwinden einer Person, die mir sehr nahe steht. Ich kann auch stehen. Sie wurde vor 6 Monaten Ist entführt. übrigens kein Witz. Und ich glaube, Ihr Freund Emmerich Voss steckt dahinter. Das ist Dr. Laura Lombardi, Sie kennen sie? weltweit führende Expertin antiker Sprachen. Ja, doch vor allem ist sie meine Schwester.
Ich bin Ginetta Lombardi. Was tun Sie hier? Ich suche eine Katze. Eine Katze? Eine Mumie. Was, Mumie oder Katze? Eine Katzenmumie. Wieso? Weil ein Riese aus dem Vatikan sie mir gestohlen hat und ich wissen muss, warum. Sie sind ziemlich merkwürdig, Dr. Jones. Ihre Antwort wirft nur noch mehr Fragen auf. Dann fragen Sie nicht. Ein Vorschlag. Wenn wir etwas hören, das für den anderen interessant ist, tauschen wir uns aus. Deal? Na schön, Miss Lombardi. Deal. Gut. Nennen Sie mich Gina. Wir sehen uns, Drambo. Du kannst sagen, Sollte ich zur Bibliothek zurückbringen. Du kannst sagen, was du willst. Die Grafik ist gut, es spult sich flüssig, keine kreisligen Fehler, ein paar Unschönheiten hier und da, wenn man in die Zwischensequenzen übergeht, wie beim Schwinger und so weiter. Die Zwischensequenzen selber haben gut gemacht, das Motion Capture ist gut gemacht, die Grafik ist gut. Ich bin verwirrt! Bethesda, ich bin verwirrt! Man, die Atmosphäre ist gut eingefangen, der Sound ist gut, die deutsche Synchro ist sogar brauchbar und teilweise sogar richtig gut. Also in dieser Stimme auf alle Fälle ist mal gut. Ich weiß mal, habe ich nicht damit gerechnet. Sag ich, wie es ist. Ich wüsste jetzt nicht, bis auf die bisschen komische Steuerung, aber meine Güte, da ist vielleicht auch der User das Problem und nicht das Spiel. Keine Ahnung. Danke, das Luftschiff. Nicht gerade unauffällig. Das ist ein gutes Spiel bis jetzt. Das, wenn so bleibt, habe ich alles, was ich haben wollte. Habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe eigentlich gemeint, ich sitze letzten Montag schon 2 Stunden da und denke mir, 80 €. Überhaupt nicht. Bin ich gespannt, ob wir noch irgendeinen nervigen Weiber-Sidekick kriegen oder irgendeinen Scheiß oder was sonst dabei was muss. Caro padre. Möge der Herr Sie leiten, Schwester. Der Herr, das Pergament zu. Jetzt müssen wir wieder zum Antonio. Um Gottes Willen. Kann mir. Wo? Antonio, wo? Antonio! Wo? Oh nein, da gehen wir nicht rein. Antonio! Ja, wie kommen wir jetzt am schnellsten zum Antonio? Das war doch immer. Abwarten, Bürger, es kommt noch einige Eskise, Himalaya, Shanghai, Suzuka, Irak. Ich mag gar nichts wissen. Wenn das Spiel auf diesem Level bleibt, dann spielen wir mir das fertig. Das ist euch schon klar. Weil das wirklich nicht schlecht ist. Da muss ich mich sogar zurückhalten über Weihnachten und über die Weihnachtspause. Im Übrigen, da sind gerade ein Haufen Leute da. Wir sehen uns das letzte Mal am Mittwoch. Und dann bin ich mit 2 Wochen nicht da. Backtracking geöffnet, glaube ich. Verband. Dann müssen wir oben, glaube ich. Bin schon wieder fort. Entschuldigung. Ja, also wer soll sich denn da auskennen? Sag selber. Lass einfach die Karten jetzt da auf. Und dann gehen wir. Und dann sehen wir uns erst am 6. Januar wieder. Da bin ich mit 2 Wochen nicht anwesend. Wird schon aushalten. Das stinkt nach Foto, du. Na, da nicht. Das als Foto. Mit sagst du da ein Foto. Ha! Mama-Statue. 15 Punkte. Bitch. Muss ich jetzt da wieder aus dem Fenster kraxeln, oder was muss ich jetzt da wieder tun? Tatsache. Ach, da kann man runterrutschen. Das ist dann am wenigsten auffällig, oder wie? Was ist denn mit God of War? Das geht dann es geht dann in der Januarwoche wieder weiter. Wir spielen God of War schon noch weiter. Aber das wird unser Mittwochsspiel und was wir am Montag, oder vielleicht sogar noch weiterhin das Montagsspiel und was wir... Kommt eigentlich was Nice? Ich habe jetzt gerade nichts auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich irgendwie für einen Stream interessiert. Ich überlege Solo, nix Server oder sonst irgendwas. Ich überlege einen DayZ-DLC mehr auszuprobieren. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass der mehr hergibt wie 1-2 Mal. Und dann schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Steckt man nämlich schon wieder so ein bisschen in dem Spielloch. So ist das nicht. Aber wir haben einen Stalker noch, wobei wir das nie durchspielen werden. Das ist einfach unmöglich. Das Ding dauert 50 Stunden.
Das ist unmöglich, das durchzuspielen. Und seien wir uns auch ganz ehrlich, im Januar, Februar interessiert das auch keine Sau mehr. Sollen wir da wieder aufgehen? Zum Antonio anschauen, was der sagt. LeBron Returns. Aber wenn dann im Solo. LeBron Lee Turns. Bin enttäuscht, Springi. Bin enttäuscht. Indy, du bist wieder da. Ich bin wieder da. Irgendwas gefunden unter dem Turm? Ah, alles haben wir gefunden. Klar doch. Es war ein super Ausflug. Lass mal sehen. It was an adventure. Look at it. Das haben wir gefunden. Im Bauch von dem Riesentypen. Ein Lederpergament des ersten Kreuzzugs. Zu einem Geheimorden hier im Vatikan. Das ist erstaunlich. Danke, Indy. Wohin gehst du als nächstes? Zum Beichtbrunnen. Vorsicht, mein Freund. Du gehst ins Ungewisse. Wer weiß, wohin das führt. Den Brunnen untersuchen. Was für ein scheiß Brunnen, Alter. Was ich, wo der Brunnen ist. Das finde ich also ein bisschen seltsam, dass ich mit der Karten in der Bratzen umeinander laufen muss, damit ich sehe, wo ich hin muss. Damit ich halt irgendwie ich check ja gar nicht, was für ein Brunnen ist, weil ich jetzt wissen, wo der scheiß Brunnen ist. Wobei der Start auf der Wintermap schon zack sein kann. Ja, das ist ja der einzige Content, so, den ich gerne ausprobieren darf, Padre Antonio ci è wenn man stato di wirklich grande aiuto. Già. mal auf Survival quasi spielt. Potrebbe avere una sua fotografia. Ich sollte erst alles im Vatikan klären, bevor ich mich zum Beichtbrunnen aufmache. Die Kamera für Hinweise verwenden im Brunnen oder so. Eine Nonne in Schwierigkeiten. Neue Feldarbeit, das Geheimnis des Riesen. Was soll man das jetzt sagen? Tagebuch. Feldforschung. Eine immense Entdeckung, den Professor finden. Im Moment soll im Vatikan eine größere Ausgrabung unter Leitung des britischen Professors stattfinden. Vielleicht hat er etwas entdeckt, was mit diesem Mysterium zusammenhängt. Diebstahlanzeige. Was bedeutet das? Ja, dann haben wir da Entdeckungen. Gut, das sind Nebenquests und Geheimnisse. Notizen haben wir alle gefunden. Feldnotizen. Wir haben also da über 45 Feldnotizen übersehen. Nur in der Vatikanstadt. Sehe ich das richtig? Verschollene Artefakte. Ja, aber gut, wir müssen uns auf... Das ist die Katzenmumie. Da geht es dann da weiter. Aber das sind eigentlich Nebenquests. Mit Gina heißt es auch noch. Aha. Und das Geheimnis der Riesen. Das sind diese Inschriften. Ach, da gibt es 10 Stück oder was. Da kriegen wir aber auch keine Belohnung dafür. Und mit der Gina, wenn wir schmerzen, kriegen wir schon eine Belohnung von 350 so Adventurer Points. Das machen wir jetzt. Sag ich dir, wie es ist. Die Sachen machen wir schon. Weil ich möchte einfach nur mal sehen, was passiert. Ist das jetzt die Hauptquest? Und das Gebiet da vorne, da müssen wir mit der Gina schmerzen. Das wird immer besser. Ein Nostalgie-Trip nach dem anderen. Indiana Jones, Gina Wild, ja, wissen nur Programmer. Wissen nur Programmer, von was ich schmerz. Da müssen wir aufhören. Da ist man doch irgendwie aufgekommen. Jetzt warte mal. Es darf mich jetzt interessieren, zu was das führt. Und das tue ich wirklich selten in Serienspiele, ganz ehrlich. Mir wird doch nicht, wohl eine alte IP noch einmal zu Dingen in Spielen bringen, die ich normal nicht mache. Klar war die Gina Wild auch eine Art Nonne. Hat ja immer Oh Gott geschrien. Gibt es nicht sogar irgendwo Battle von ihr als, Sie wissen schon? Ja. So, was ist jetzt da? Da springen wir jetzt mal. Tut er uns was? Oder müssen wir ihn vermöbeln? Haben wir den nicht schon mal vermöbelt? Ja, ich bin der Padre, mit der Peitschen und dem Mantel. So, los geht's. Halbe 10 im Jahr. Oh, wird er jetzt wütend? Sei finito! Oder mal jetzt einen Stor nachgeworfen, du Arschloch. Das war knapp. So, wir gehen da jetzt rein und dann ist er gut. So, wo müssen wir hin? Wo ist die Gina? Gina, I find you. Bruder, ich hab schon Gina Wild Sachen auf dem Pausenhof verkauft, da bist du nur mit dem Holzschwert und man kriegst beim Rundum. So schaut's aus. Ich hab Listen austeilt in der Realschule. Hab ich mir einen Brenner gekauft, das weiß ich noch, ich war da einer der ersten, der so einen Brenner gehabt hat. Und dann hab ich noch AOL-Internet gehabt. Die Frage ist jetzt, was genau tun wir da? 6 gedrückt halten, um zu blocken.
Wo mir... Hä? Ehi, intruso! Halt! Non puoi stare! Du darfst ja nicht sein, ja, was machst denn du, Vollidiot? Torna da mammina! Mamma mia, Mamma mia! Klonk! Das ist einfach, es wird nicht langweilig, für die scheiß Idioten irgendwas auf den Kopf zu schmeißen. So, was möchtest du? Ihr habt keine Knarren, ich hab keine Knarre, leck mir am Arsch, ich krieg's jetzt da umeinander, wo ich mich. Kann man das noch schnell fotografieren oder haben wir das schon? Da waren wir schon, das weiß ich, aber ich möchte doch mit der Gina telefonieren. Wo muss ich... Wie soll denn das jetzt hingehen? Kann ich da... Ah. Ja, gehen wir zur Gina, Fenster hin. Was können die Reparaturkits? Das werden wir auch noch irgendwann raus. So, was ist da los? Und da wieder Nazis am Start. Sind noch Nazis am Start? Nein, da ist nur der Padre. Padre! Was soll ich machen? Bin ein Padre. Nazi-Deppen einen scheiß Schraubschlüssel vom Tor ins Gesicht werfen. Ein köstliches Amüsement. So, wie der wir jetzt da umblättern. Wo muss ich denn hin? Da muss ich runter, oder was? So, dann mal ohne Peitschen. Dann schwinge ich da mal so um. Ja, das fühlt sich ein bisschen clunky an, muss ich sagen. Das Schleichen, also das Schwingen und so. Beziehungsweise hauptsächlich das Abspringen. So, ich geh jetzt da mal rein. Santo Padre im Kampf verschlossen. Was für Kampf, Alter? Muss ich jetzt da draußen die Leute über den Haufen verprügeln, oder was? Ach du Scheiße. Warum haben die alle einen Katar? Was denn die? Was? Was? Hä? Bin ich jetzt da... Wird von der anderen Seite... Bin ich jetzt da drin triggert oder nicht? Was labert's denn eigentlich? Hau ich gleich aufs Maul, ihr Trottel. Avete visto il mio orologio da tasca, quello d'argento? No, avete chiesto a Ernesto all'ufficio postale. Si occupa degli oggetti smarriti. Seltsames Gestell benannt. Dice che lui... Ah ja, seltsames Gestell benannt, Kinder. So. Warten, die geben die Suche auf. Probieren wir es mal. Ja, tatsächlich, jetzt geht's. Mit MRDP! Das sind die Tipps, die lasse ich durchgehen. Alles weitere wird als Spoiler gehandhabt. Wo steckt Oh, ja. dieser Laufbursche? Da, was für ein Laufbursche. Zeig dir mal eine Strumpfhosen oder rennt. Da ist Gina! Hier drüben. Das ist später mal viel Geld wert. Schauen wir mal, was zum Song hat. Lange nicht gesehen. Wenn Sie meinen. Da haben wir nicht wieder reingeschmeißelt. Das sagt der I, wie es ist. Haben Sie Informationen? Vielleicht eine Spur zu Ihrer Katzenmumie. Ich höre. Meine Kontaktperson Juliana. Ich habe sie gefragt, ob der Vatikan etwas über sie und ihr College weiß. Ich soll sie im Museum treffen. Irgendetwas muss passiert sein. Das Museum ist abgeriegelt. Worauf warten wir denn noch? Wer ist diese Kontaktperson? Ich habe Juliana kennengelernt, als ich über den Abessinienkrieg berichtet habe, bevor sie als Schwester in den Vatikan ging. Possa il Signore vegliare su di voi, padre. Padre. Warum haben eigentlich Nonnen so einen komischen Schlauch am Kopf? Was ist ich soll dir folgen, hat's geheißen. Muss ich für gehen, was? Achso. Nach Ihnen. Sie sind also der amerikanische Priester, von dem Pater Ventura erzählt hat. Ich liebe Amerika. Bitte, ich muss etwas beichten. Nehmen Sie mir die Beichte ab. Setzen Sie sich. Ich vergebe. Ich habe doch noch gar nicht gebeichtet. Oh Gott. Schön, bringen wir es hinter uns.
Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich hatte was mit meiner Schwiegermutter und... Schon gut. Das macht eure Ave Maria. Nein, Sie verstehen nicht. Meine Frau erwartet ein Kind und ich fürchte... Was? Ja, darf ich bitte ausreden? Ich fürchte, dass meine Schwiegermutter nun auch eins... Gott, was haben Sie getan? Moment. Sie sind kein Priester. Ach, pfeif drauf. Alles klar, 10 von 10. Gut, dass wir die Nebenquest gemacht haben. Tut mir leid, Kumpel. Das hast du verdient. Brother Okay. Wo ist die Lady hin? Okay, wo? Gina! Mitte! Wir treffen uns im Museum. Museum. Muss ich wieder 3 Kilometer laufen da. Brother So, wo muss jetzt ich, was? Da oben auf, wir sind da oben aufgegeben. Es war schon gut gemacht jetzt einfach. Hat mich amüsiert. Hat mich gut, köstlich amüsiert hat mich das. So, ich nehme jetzt mal den Besen da. Nein, den kann man nicht nehmen. Aber nicht irgendwann 2, der jetzt gerade umeinander liegen sehen? Nein. Die Nebenquests sind fast alle gut. Verdammt nochmal, dann dauert das Spiel aber zu lang. Also von Ridolfo. So, oh, da der sie wieder sein! Vorher! Wo, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Kann man die Pointerl dauerhaft einblenden? Oder muss ich da jetzt immer zwangsweise... Also vorher haben sie mich zusammengeschissen, wie ich da umeinander gerannt bin. Ich geh jetzt da mal rein und schau, was passiert. Du, ich lauf! Scheiße! Klonk! Scheiße! Gib mir mal deinen Prügel! Los, Fido! Ich mag dem Hund nicht weh, du. Ehi, alto Sì, forza! Ehi! Ich fang gerade erst an. Mann, wie weiß ich, wo ich hin muss? Ah, shit, Alter. Fuck off! Kruzifix! Es ist aber auch ein bisschen schwer zum sehen, wo ich hingehe darf und wo nicht. Also, wann triggert's diese Vollidioten und wann nicht? Das ist ein bisschen seltsam. Quell'inglese non smette di parlare del suo apprendista. Da darf ich jetzt wieder, ich verstehe nicht, aber gut. Da muss ich aber heute auch nicht hin. Doch, muss ich schon. Okay. Das ist ein bisschen verwirrend. Top war verdient. Ich wollte da voll auf, hat nicht funktioniert. Aber was soll man schon da können, tue mich. Aber, nein, ja, okay, das ist wurscht. Perché i preti non puliscono per conto loro? Pensavo fossero devoti. Und dass ich den ganzen Tag mit dem Ding da umeinander laufen muss, ist eigentlich seltsam. Lass deine Tarnung nicht auffliegen. Hauptmänner können deine Verkleidung durchschauen. Was weiß ich, wer ein verdammter Hauptmann ist. Sehr Hauptmann. Rote Bereiche auf der Karte sind Sperrgebiet. Einen gesegneten Tag. Ja gut, das darf sogar Sinn machen, gell? Wenn ich mal 5 Sekunden meine Augen aufmache, dann... Also bewege ich mich da jetzt dann gleich ins Sperrgebiet. Levati di torno. Das ist ein deutliches Zeichen, da kann ich arbeiten damit. Ich So. muss anders an diesen Wachen vorbei. So, die Frage ist, wie kommen wir da jetzt vorbei? Kann ich da mit dem Stromkabel da reinschleiern? Nein, kann ich nicht. Schauen wir mal da. Kann ich... Schau, so lass wieder Straßenprügler. Brügler. Schauen wir da mal. Ist das Sperrgebiet? Nein, das ist kein Sperrgebiet. Ach, da waren wir ja auch schon mal, gell? Da ist jetzt ein Dings drin, 8. Das sind 2 Nummern außer Christen. Eine kann der 2er sein, 2, 3, 8. Und da ist ein Tresor herin, das weiß ich auch noch, das Ding da.
Dann glaube ich nämlich... Na, stopp. 2... 3... 8... Das ist es. Pro-Gaming vom Feinsten! Der letzte Treffer, bevor eine improvisierte Waffe zerbricht, verursacht zusätzlichen Schaden. Das nehmen wir. Das klingt interessant. Das klingt interessant. So, jetzt pass Obacht. Wo haben diese Bücher? Bücher haben wir da. Überleben, Glückshut. Haben wir das schon? Nein, hoppla, falsch rum. Überleben haben wir schon. Nein, da ist kein Hackerl nicht dran. Nachdem er niedergeschlagen wurde, kann Indy seinen Fedora mit E aufheben und bekommt dann eine zweite Chance im Kampf. Hätten wir das aber da! Kruzifix nochmal! Was ist denn der Fedora? Sprich ich das richtig? Ich hab keine Ahnung. Während der Abklingphase des Kampfschubs, den Indys Outfit gewährt, ist Glückshut deaktiviert. Ja, Fähigkeit freischalten. Fedora, ach, das ist sein Hut. Okay. Zurück. Dann haben wir Prügeln. Da haben wir einen Raufbold, haben wir Kampf, Splitterschlag. Das nehmen wir natürlich auch. Für was haben wir die ganzen Punkte geholt? Ja, hier haben wir immer noch 655. Slash Me Tipps Fedora. Was? Sein Hut ist ein Fedora. Nennt man das so? Hab ich noch nie gehört. Da muss ich jetzt schnell auf Google klicken und Fedora eingeben und schauen, was passiert. Fedora. Bilder. Tatsächlich kommt der Indiana Jones Hut. Oder halt in sämtliche Varianten. Grauer Fedora-Hut. Hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Sag ich dir, wie siehst du? Wir kommen jetzt da jemals wieder raus? Mit J. Okay. Nee, Padre, das ist nur der drin. Möge der Herr Sie leiten, Pater. Ja, haben wir schon wieder was gelernt. So, wie kommen wir da jetzt rein? Das war aber nicht so schwer, du. Das ist mehr Flasche. Das ist vielleicht keine gute Idee. Oh ja, geht so. Mehr Flasche hier. Hüterwehr. Hüterwehr drin. Hallo? Hüterwehr. Hüterwehr? Ich klau da schnell was da. Das passiert nicht. Oh, okay, ist gut. Sieht ein leider im Scheiß aus. Wo müssen wir überhaupt hin? Oh shit, wir sollen da reingehen. Muss ich mit dem Flasche da werfen? Oder was ist das? Oh ja, das ist gut. Der ist gut. Den nehme ich. Oh, jetzt sieht man schon wieder. Ja, Bruder, wir sollen da vorbeikommen. Muss man das erklären? Ich probier's trotzdem. Che succede laggiù? Alter, bist du blind oder was? Hast du einen Pümpel gefunden? Herzlichen Glückwunsch. Ehi, mandalo giù! Cavolo! Wie holst du aus? Pümpel to your face, bitch. Wie tut man da? Warte mal. Wie kann ich... Biscotti! Gibt mir das auch Lehm? Oh! Was gibt mir... Das gibt mir 3 extra Striche. Das seht ihr nicht, das ist hinter mir. Ist ja nicht so unfassbar wichtig, aber... Okay. Muss ich mir etwas an. Lassen wir den da einfach so liegen. Ich weiß, ja, die haben ein bisschen. Verrammen ein bisschen. Der Bruder hat ein bisschen... Oh, legen wir einen schön brav in sich, keiner, du weißt ja nichts. So. Okay. Also, wenn ich duckt bin, sagt er mir. Kann ich da reingehen? Oh, ja. Unglaublich, dass ich ihr vertraue. Wenn die nach deinem Angriff reden, verstehe ich da einen Mandala Joe. Mangiare Joe. Wo müssen wir hin? Gehen wir nicht raus? Bin mir auf alle Fälle ziemlich sicher, dass ich hier... Oh, komm mal mit dem... Muss ich nehmen. Hilft nicht. Sie hatte recht. Das Museum ist abgeriegelt. Und ich muss irgendwie rein. L'hai vista? Chi? La suora. Io no, ma Dante sì. Ormai non ci si può più nemmeno fidare delle suore.
Dovrebbero apprezzare. Italienisch ist schon hochgradig sexuell, kannst du sagen, was du möchtest. Schleich mir jetzt so vorbei, das wird schon passen. Aber den Sink müssen wir hinter. Ach du Scheiße. Hallo? Ich gehe mal da so. Da drin gibt's noch was zum Klauen, ich hab's genau gesehen. Das nehme ich. Oh du Scheiße. Mal halten und liegen bleiben. Ring schon to your face! Biscotti! Biscotti nehmen wir mit. Flasche nehmen wir auch mit. Ah, Scheiße. Ein wichtiges Datum. Ne? Ui, geschossen am Arsch. Mit dem Panel hat man da geschlagen, warum nicht? Okay. 1937 beziehungsweise Oktober ist wahrscheinlich Oktober 20, das heißt 10.10.20. Jemand hat eine Notiz beim Mittwoch, dem 20. Oktober gemacht. Okay, machen wir es Da lieber ist da. ein Vermerk für den 20. Oktober. Was haben wir da? Brief zur geheimen Lieferung. Codeschlüssel DICE. Lieferant aus Zone 1, privat, Moretti-Assistent, bla bla bla, jemand aus der unteren Notiz hinterlassen. Der Code stimmt nicht. Lieferung kam am Mittwoch an, sollte also 4718 sein. Aber nichts. Mal Techniker bitten sich das anzusehen. Das heißt 1020, hä? 1020. Wir können das ja noch mal anschauen. Jetzt passen wir Eine an. Transportnotiz Was haben wir noch? mit einer Art Code darauf. 1487. Loon, Mar, Mer, Geo, Ven, Sab, Dom, was kann das? Das kann Wochentage sein, hä? Donnerstag, Freitag, Sonntag, Kanton. In der Spalte für Mittwoch sind die Ziffern für die Buchstaben C, D, E und I eingekreist. Um Gottes Willen. Eine Tabelle, um den Code zu knacken. Wie war das andere? Wo war das andere? Wir können die Sachen noch mal nachlesen. Ja, da ist was Wort. Wir können das noch mal nachlesen. Karte, Tagebuch, Bücher, Reisen. Das bringt mir alles nichts. Wie kann ich das noch mal nachlesen? Wie kann ich jetzt das noch mal nachlesen? Wo ist denn die Notiz jetzt hier? Geheimnisse, da. Feldnotizen, ne, wichtiges Datum. Die Notizen. Da ist, dann ist 4781. Na, schmarre. 4718, 4718. Hier, 7 und Nice nicht, aber wieso nicht? Da schreiben sie auch schon 4000 Leute. 4718 ist es aber nicht. Dann probieren wir mal 2010. Nein, ist er nicht. 6380. Wie kommen wir auf das? Das ist es. Wie kommen wir jetzt da auf 6380? Tops das müsst gegoogelt haben, das gibt's nicht, oder vorher gespielt haben. Wie kommt's jetzt auf das?
Giovannis Brief. Ist mir jetzt wurscht, Giovanni ist ein scheiß Dieser Brief. Brief kommt von ganz oben. Ganz oben, Medizin im Vatikan. Ein praktisches Handbuch über die Fundorte von Medizinflaschen im Vatikan. Einsammeln. Das hätten wir mal. Kartenführer markieren wichtige Gegenstände. Da haben wir die Karten, ja? Sehen wir da was Tolles. Ah, die kleine Kreisel wahrscheinlich, ja? Das Datum stimmt nicht, der hat sich in der Zeile geirrt, weil der sich geändert hat. Es stimmt, es ist nicht mehr Dice. Ah, aber was ist dann? Was ist anstatt Dice? Naja, gut. Für was habe ich euch dabei? So, wenn da jetzt ein langen Blade kommt, schmier. Geh weg! Strano. Liegen bleiben, mal halten. Es ist einfach so gut, wenn man einfach irgendwelche Leute irgendeinen Wie kommen wir jetzt da ein bisschen hin? Gut, sehr fix. So, warte mal, machen wir so. Ja, das? Ach, einfach ein Spalten weiter rechts. Wie kommt's da drauf? Mit dem wir jetzt da. Da müssen wir da Treppen auf, gell? Ja, geht schon. Geht schon. Ich mag so Schleichereien eigentlich überhaupt nicht, aber da ist mir irgendwie wurscht. Ich schleiche mir da jetzt einfach vorbei, der wird schon lang nur brauchen, bis er mir singt. Mal lieber den wieder mit. Hier, rein mit ihnen. Was, da muss ich rein? Oh, da bin ich schon in dreckiger Nählicher Hier drüben, gekrochen. Dr. Jones. Woher Kommen weiß Sie denn? durchs Fenster. Was passiert denn, wenn ich dir das Ding auf den Kopf wirf? Ich dachte Oh, nehmen wir das Ding gerade, wieder, das ist gut. Ist das nicht zu gruselig für einen Archäologen? Damit komme ich schon klar. Na gut, Sie harter Kerl. Was ist Wir jetzt zum müssen den Scheißen geguckt, Lagerraum oder was ist mit dir? finden. Das war der Treffpunkt mit Juliana. Okay. Den Lagerraum finden. Nein, das wird man nicht. Karten brauchen wir. Kann man da reingehen? Nein. Da ist irgendwie ein Tier, die ist komisch. Verschlossen. Das übernehme ich. Seit wann lernt man auf der Journalistenschule, wie man Schlösser knackt? Klar, Mich wundert, dass der Mein Indie keine Lieblingsfach. Schlösser knacken kann. direkt nach der Giftkunde. Magazzino alla del museo, sala del personale. Sta cazzo strollo. So. Okay, das war das lustigste Laufen, was ich jemals in meinem Leben. Sie ist ein bisschen behindert. Es könnte unschön Quel werden. testardo d'un prete che ho dovuto mandare via, niente di straordinario. Zu was bist du denn bereit? Beh, prima Machen wir manderò jetzt einen Double qualcuno a fare Takedown. una perquisizione approfondita. Il vostro compito è semplice. Schleichen wir uns vorbei oder prügeln wir uns vorbei? D'accordo. Schaut nach Prügeln aus. Den Kerl übernehme ich. Ja, und ich? Komm, fort. Sieht Ein halt andermal, gut aus für einen Kumpel. Archäologen. Gleich Ich schätze verrennen. eben gute Handarbeit. Bin mir das hier wieder vorne beim gesehen habe. Schmeiß man da her. Säcken keiner. Es wird nicht langweilig, irgendwelche Vollidioten irgendwelche Sachen ins Gesicht zum Schmeißen. Und dann einfach direkt eine noch zünden. Magazzino! Da schnarcht jemand nicht. Ob wir den so schlafen lassen können? Der Ich... Lagerraum. Gut, Lager. mal sehen, ob wir ihre Kontaktperson finden. In dem Hoffentlich Lager. ist dir nichts Wer schnarrt denn passiert. Da haben wir was gefunden. Was ist das? Ein Stück Stoff. Ein Stück Stoff von einer Faschistenuniform. Gab es einen Kampf? Sehen wir uns weiter um. Weiß ich jetzt nicht, was ich da damit. Soll ich das jetzt fotografieren oder was? Na. Was soll ich jetzt da fotografieren? Handabdruck? Ach, das da oder was? Sieht aus wie ein... Blutiger Handabdruck. Könnte von Oh. jedem stammen. Müssen wir jetzt Detektiv spielen oder was? Ja, wieso ist das Jesus-Battle umgefallen? Das wissen wir nicht. Und da haben wir noch was? Eine Okay.
Juliana Franco, 8.4.6. Julianas Ausweis. Juliana, wer ist Juliana? ihn im Kampf verloren. Oder hier gelassen, damit sie sie finden. Ja, das klingt ziemlich nach Juliana. Sag mal, oder auf mal? Nö. Moment, den Raum haben wir noch nicht abgesucht. Nur mal sehen. Es muss doch Hinweise darauf geben, was mit Juliana passiert ist. Juliana! Komm doch wieder her! Komm doch wieder her und troll dich näher! Kennt das noch jemand? Kennt das noch irgendjemand? Bitte frag mich nicht, wie man das jetzt gerade. Frag mich nicht, warum mir das jetzt gerade eingefallen ist. Ich hab keine Ahnung. Ihre Freundin, hörst du überhaupt zu? Ja, Toto, hab ich dich nach deiner Meinung gefragt. Juliana? Was tu ich da herum? Stockfinster, gib mir eine Fackel. Schwester. Ja, natürlich wird sie der Schwesterkompanin sein. Die hab's gerade auf dem Ausweis gesehen, ist mir schon klar. Oh, erzähl, den hab ich gesehen. Ginas Nachricht. Juliana! Du musst etwas für mich herausfinden. Da gibt es diesen merkwürdigen amerikanischen Professor, der nach seiner Katzenmumie sucht. Er hat mir erzählt, er sei von Marshall College in Connecticut. Könntest du das mal überprüfen? Vielleicht über deine Kontaktperson im Vatikanischen Geheimdienst? Gina. Aha! Nix da mit. Es ist wie spät. Okay. Warum hat sie verloren? Es ist 10. Hä? Juliana gar nicht ähnlich. Sie achtet auf ihre Sachen. Wann ist es 10 geworden? Was? Da ist ein Foto von Ihnen. Foto von mir? Wie, Foto von mir? Ja, hier. Oh, während der Infiltrierung der Burg aufgenommen. Da, schau her. Warum gibt es ein Foto von mir im Vatikan? Ein Warum pflückt der Schreiberling da? Suchen wir im nächsten Raum nach Hinweisen. Das frag ich mich. Okay, gib mir noch einen Moment. Ups. Vermutlich wurde Juliana verhaftet und hat sich gewehrt. Ob sie verletzt ist? Dafür haben wir keine Beweise. Wolfric! Denken Sie Was positiv. ist denn mit der Blutletten an der Wand? Habe ich schon fotografiert. Merci. Marvel Maniac Trivia. 1982 machte die Theaterschauspielerin Sarah Bernhardt in der Rolle der Prinzessin Fedora Romanov einen Hut zur Mode unter Frauen, der von da an als Fedora weltbekannt wurde. Habe ich übersehen. Danke dir. Schönes Trivia. Sonntags-App. Nachdem du meine Chatnachricht nicht liest, Peitsche. Da stand Peitsche, Knall gegen Hund. Apropos Gina, Hashtag in Diana Jones. Peitsche, da stand Peitsche, Knall gegen Hund. Verstehe ich nicht. Porsche! Einen guten Jahresabschluss, den habe ich noch gelesen. Passt, so, gehen wir wieder. Ich habe keine Zeit zum Lesen, merkst du das? Fußspuren, ich hab's genau gesehen da. Den Abständen zufolge ist jemand gerannt. Sie lesen Spuren? Ich habe früher mit meinem Vater Wildschweine gejagt. Aha, okay. Alles klar. Hallo. Mann, da. Da wieder zu, oder? Aufschließen und öffnen. Was ist da wieder los? Irgendwas ist da los, ich weiß genau. Schaut schon wieder so nach so einer Schleichbude aus da. Juliana. Was soll er machen? Gib mir mal das da. Wird von der anderen Seite geöffnet. Vielleicht nehmen wir aber eine Schaufel oder einen Hammer. Oder einen Kerzenständer. Peitschenknall hilft gegen Hund. Also das da. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Und noch direkter kann es nicht anschauen, dass es nicht übersägt. Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir wissen noch nicht genau, was Herr passiert Sonntagsepp, ist. merci dir. Kuss auf die Nuss. Und merci an den Rest. Er glitzert. Wer glitzert? Oh, sie hat den Ring verloren, Genie. Das ist Julianas Ring. Dov'è la sua assassina? È rinchiusa nella torre dei Borgia. Ja, was ich gesagt habe, bitte wieder Io sospetto che Rumschleicherei. l'abbia vista fare qualche cosa di proibito. Che cosa ti proibito? Ja, die vermöbelt mir, was darf man L'anziano ha i sonst? suoi metodi per far parlare la gente.
Was Die ist Lady denn? ist schwer zu fassen. Quando laveranno il sangue? Non ci riguarda, Ventura vuole un'ispezione completa del magazzino. Lass das sein! Cose di sospetto, Molto venite strano. riferiti. Un attimo! Soldato a terra! Wart ihr nicht noch mehr? Ihr Vollidioten! So Wahnsinn! Da mit dem Besen, der Schleudi! Wo ist denn der Besen? Gib mir einen Besen! Schau, hast gesehen, wie ausgewichen er ist. Wie der Neo himself. So. Und jetzt, wo ist jetzt die Alte wieder hin? Zum Borgia-Turm begeben. Wie können wir da jemals wieder aus dem Scheißloch? Da war sie. You don't mind if I claw your bread. Anders werde ich da nicht rauskommen, oder? Wenn jetzt da gleich wieder 28 Gegner kommen, dann... Hashtag Vision OE. Da könnte man nicht aussehen. Ich kann doch jetzt da nicht den ganzen scheiß Weg zurücklaufen, oder? Komm ich da überhaupt? Da komm ich ja gar nicht mehr aussehen. Ich halt da doch, wo die 3 Typen gerade herkommen. Bin jetzt da. Ich wollte nur schauen, ob ich das machen kann. Ups. Hoppala. Entschuldigung. Na, du hast Sinn mal springen, hast du absolut recht. Ich bin Retour gelaufen, hab ich schon gespannt. Wir hätten einfach da und dann links da weitergehen sollen. Hoppala! Ja, gut, kann aber, passiert die Besten. So, was haben wir jetzt da wieder? Ist da wieder irgendwo, ist da was? Ich kann nicht da, weiß ich nicht. Oh, jetzt da keinen Hinweis, gell? Der Recher! Recher besser alles. Dürfen wir mir da sein? Da dürfen wir sein. Irgendwas finito Penello. Passt schon. Schon klar, warum das 50 Stunden. Da glaube ich geht's zum Museumsding. Da wollen wir natürlich nicht hin. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da... Was ist jetzt da was? Ich komme nämlich, glaube ich, da nicht... Machen wir nicht da. Ich komme nämlich da zu dem anderen Punkt, komme ich nicht runter. Mit da hin. Da habe ich immer noch nicht ganz umrissen, was für ein Punkt da was ist. Oder verfolge ich die Hauptquest? Kann man überhaupt 2 Quests gleichzeitig verfolgen, wie das halt sonst normal ist? Scheint mir nicht so. Der Borgia-Turm. Ja, aber, oh, Entschuldigung. Muss jetzt wieder da rauf, ey! Also, was ist denn jetzt? Ich muss von hier abhauen. Oh shit, die suchen mich. Ach, die Offiziertypen kennen mich sehen, hat's geheißen. Ja. Jetzt, wenn der andere da wieder oben ist, dann krieg ich einen Vogel. Dann kriegt er die Peitsche ins Gesicht. Die Nebenquest machen wir schon noch fertig. Wenn sie... Vor allem die Nebenquests sind auch gut gemacht. So, wir haben noch nicht viel gemacht bis jetzt, aber... Da ist sie Mühe gegeben worden. Da heißt es nicht bloß... Ja, geh in den Raum, such irgendwas und bring mir's und das war's dann. So, ich habe jetzt das dringende Bedürfnis, die mal nicht zum Schmieren. So, oder was ist? C'è qualcosa di strano. Du hast sicher dein Bestes gegeben. Wird nicht langweilig. Wird nicht langweilig. Der runde Punkt ist der Navi-Pfeil auf dem Bildschirm und Raute Zielpunkt. Ich hab's mir schon fast gedacht. Das sind immer so Abschnitte, wo der nächste Punkt ist, wo ich hingehen kann, soll ich, wie auch immer. Glaube ich. Ah ja,
Da ist schon wieder. Ja, was ist jetzt da los? Wo waren Sie? Ja, wo waren Sie? hier, Was ist oder? das für eine behinderte Frage? Du bist einfach abgehauen. Egal, wir müssen los. Ich glaube, man hält Juliana ganz oben im Turm. Kommen Sie. Giuliana, geh mal. Ach du Alessandro Scheiße, te la was ist sta denn los? lavorando. Sarà una Moment giornata. mal, gib mir mal ein Klo. Hoppla. Tu credi che sia una suora? Ho sempre detto che sei troppo ingenuo. Mi fido della gente, non credo sia un difetto. Schleichen wir uns einmal. Ach, da kommen wir nicht auf Schleichen. Okay. Was tut denn jetzt sie da? Che cos'è? Kurz und schmerzvoll. Fuck, da waren wir jetzt ein Stückel zu langsam. Haben wir Non irgendwas zum puoi stare Zuhören? qui. Komm mir nicht zu nah! Allora, hai paura? Ich könnte das ewig machen. Ja! Bestätige, Indy! Ich bestätige! Und die Glocken habe ich übrigens einmal geläutet, um zu schauen, ob's Ich habe sie da rein. Leid anlockt. Keine Sorge. Was haben wir da? Wir finden sie, bevor etwas Turmkarte. passiert. Eine Tarotkarte, die den Turm der großen Arkana zeigt. Aha. Der Turm. Wie passend. Wie passend. Ho sentito qualcosa. Che cosa? Locker bleiben! Es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig. Was haben wir da drin? Monedos. Ein Virtuose am Glockenspiel. Schön, Sie zu sehen, Pater. Ja, die KI ist einfach nicht die schlauste. Gell? Die ist einfach, was war denn das jetzt wieder? War es jetzt wieder kurzzeitig ein normaler NPC, der mich einfach grüßt? Was haben wir denn da drin? Warum ist da ein Loch in der Mauer? Es gibt kein Schloss. Etwas hält sie von der anderen Seite fest. Kann ich das Ei hauen oder so? Hat damals so eine Flirndusche ausgeschaut. Ist das der Ernst? Guck mal. Okay. Da geht's noch weiter. Irgendwas halt's von der anderen Seite fest. Das ist die Lorte da. Kann ich was da? Na. Egal! Gehen wir mir da schwingen. Schwing! Er fordert Julianas Schlüssel. Hab ich nicht. Hat denn die Alte, was tun die Alte eigentlich? Sollen die jetzt da rumgehen? Oh. Flaschen hab ich gefunden. Was Haben wir da macht das denn hier? Rezept für Cacio e Pepe. Ich hinterlasse meiner Enkelin mein Rezept für Cacio e Pepe, auf das du endlich einen Ehemann findest. Pfefferkörner mit einer Pfanne zerstoßen. Dann selbige mit Wasser füllen. Das Wasser salzen, bis es nach Meer schmeckt. Dann kochen. Aha, aha. Das merkt man uns einmal. Who knows? Du hier durch den Schlitz. Vielleicht ist das wieder irgendein Hinweis für Kisten. Mit dem Schmeißen ist kreislig. Biscotti. Gegenstandsmaximum erreicht. Ja, wird Job. Da wird Job. Ja, schon, ja. Good old Backtracking. Dr. Jones. So, haben wir jetzt wieder vom normalen NPC in einen guten NPC geworden. Ich dachte, Was soll's mit Juliana dem wäre nach Dicken dem schon? Konventbeitritt sicher. Ah ja? Klingt fast, als wäre sie vor etwas davongerannt. Du hast mal ein Beige Juliana hier. ist ein guter Mensch. Juliana. Damit hat man heute schon eine Menge Feinde. Ich warne dich, wenn Juliana nicht mindestens so scharf ist wie du, dann geh ich wieder. Allora ha cantato. Ach du Scheiße. Sandro la sta vedendo. Tutta questa sicurezza per un... Jetzt sind wir überhaupt nicht. Tieni duro, soldato. Das ist nah genug. Ich muss nach jeder Scheißschlägerei muss ich lochen wie ein Vollidiot, weil es einfach nicht langweilig wird. Skadusch, Skadusch. Skadusch, was ist das wieder? Geile Glocken, aber ich glaube, ich habe einen Pickel gefunden. It just bit aus wie der Harry Potter. Wieso? Überhaupt nichts so. Da waren wir schon.
Oh, das ist gut benannt. Kann ich mit der Sag werfen? Nein, kann ich nicht. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist ein Vorschlaghammer. Bruder, kann ich mit dem Vorschlaghammer auch nicht zimmern. Verschlossen. Katzin. Weg da! Allora, chi è il tuo contatto, eh? Te lo chiedo un'ultima volta, dopodiché io ti spacco la faccia! Gina! E voi chi diavolo siete? Dr. Jones. Den übernehme ich. Aspetta che ti Ah, was? Sei finito! Hinter Fettsack, bleib liegen! So schaut's aus. Warte mal, ich brauche Biscotti. Biscotti! Ich muss die Fussi ausbinden. Immer Brot essen und Leben verdoppeln, wenn Gegenstandsmax erreicht und wieder Brot einsammeln. Hat Ja, man gerade denkt, aber Dr. Jones ist Amerikaner. Er sucht seine verschwundene Katze. beim Programmer brauche ich nicht. Ein guter Mann. Zukunftsbürger verfluchten Vergangenheitsbürger für Sie den müssen nächsten sie sehr Topf. lieben. Wie alle guten Männer. Ich habe sie tief ins Herz geschlossen. Amica mia. Finalmente, amica mia. Avevi perso questo. Grazie mille. Senti, io rischio troppo a rimanere qui. Devo andarmene. Dove sono le chiavi? È tutto libero. Warte, du sagtest, du hast Informationen für Dr. Jones. Der Vatikan beobachtet sie seit der Ausgrabung in Siwa. Das geht bis ganz nach oben. Sie haben da was entdeckt, was wertvoll für sie ist. Dieses Dokument vom Vatikanischen Geheimdienst autorisiert ihre Beschattung. Der Schlüssel passt zu einer der Türen im Turm. Vielleicht ist ihre Katze dort. Danke. Lauter nette Schei. Sie haben mir geholfen. Was kann ich für Sie tun? Der Proxy lang geht's nicht Erst mehr. vereinbare ich ein Treffen Aber mit einer gut habe die informierten Rede. Quelle. Ich hinterlasse Ihnen eine Nachricht in der Sixtinischen Kapelle. Diese Lady macht mich fertig. Du weißt, was ich meine. Vatikanische Spione. Das erklärt tatsächlich vieles. Xbox! Jetzt Eine Nonne aber in zu Schwierigkeiten! verschlossenen Feldforschung von einer Türen Nonne in für die Schwierigkeiten Schlüssel abgeschlossen. Da haben wir noch was. Zähes Mädchen. Dicht gehalten. Verhöraufzeichnungen. Nonne in Schwierigkeiten und das war jetzt eine Nebenquest. Und die hat uns jetzt seit locker eine halbe Stunde oder eine Dreiviertel Stunde beschäftigt. Das nenne ich mal eine Nebenquest. Und da mag ich sogar behaupten, da versandt man richtig was. Kimi, da irgendwie, was hängt denn da jetzt? Nein. Nein, das sind halt ärgerliche Fehler. Weißt du, was das ist? Das sind die zwei Objekte von ihrer, wie es der Vogelaufer ist, das in der Hand gehalten hat. Den Notizblock und den Ding. Und wie es despawned ist, bleiben die Sachen da hängen. Mauer im Raum. Ah, tatsächlich. Schick gesehen. Ja, so nicht. Da brauche ich den guten alten Zweihänder. Gib mir mit den da. Ah, deswegen der Vorschlag haben wir jetzt. Haha! Bruder, wir sind das Skelette herin! Geheimnis gefunden. Dein Mann! Das gehört nicht in den Vatikan. Das gehört nicht in den Vatikan. Geht nur mit 2 Waffen. Absolut korrekt. Und es verliert eine doppelte Haltbarkeit. Anscheinend. So, bekommen wir jetzt da jemals wieder raus? Sagt uns das Ding eventuell? Müssen wir schon oben, ja. Was haben wir da? Kann ich da hinpeitschen? Nein. Dann gehen wir wieder oben. Dafür haben wir genug Zelda gespielt, um solche Events zu identifizieren. Das ist grundlegend richtig, aber ich glaube, dass ich es jetzt übersehen hätte. Wenn ich es nicht im Chat gelesen hätte. Dann glaube ich, hätte ich es übersehen. Da ist noch was. Donut nehmen wir mit. Wieso haben wir den vorher nicht aufklappen können? Oder habe ich es nicht gesehen? Kann nicht sein. Da noch was.
Da springen wir einfach so rein. Und jetzt wieder mit dem Vorschlag haben wir umeinander reden wie ein Vollidiot. Meinst du, das ist jemand auffällt? Nicht runterfallen, Meister. Nicht runterfallen, Meister. Perché il raggio fa così pena? Es fällt auch kaum auf. Sehr unauffällig. Sehr unauffällig, Dr. Jones. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Tagebuch, die gestohlene Katzenmumie, eine immense Entdeckung. Da hätte man noch was. Das Geheimnis der Riesen und die Nonne. Katzenmumie, und da kann ich nicht hingehen, weil sonst ist der Abschnitt da wahrscheinlich nicht mehr aufzurufen. Dann muss ich sagen, Freunde der Sonne, verdammt nochmal, Space Welten besser, als ich das erwartet habe! Aber wie es weitergeht, sehen wir erst nach Weihnachten und Neujahr. So sieht's aus. Es ist ungelogen, ich bin weltenbegeisterter, als ich das jemals gedacht. Ganz im Gegenteil, nicht bloß, oh, das ist gar nicht so schlecht, sondern ich find's richtig gut bis jetzt. Was ist denn, was, hä? WTF? Wieso redet denn keiner über das Spiel? Hat was von Uncharted? Ja, es ist der Bub von Uncharted. Es ist, also keine Ahnung. Bis auf ein paar sogar die Pimmelfälle da, die keine Sau nicht interessieren, haben natürlich unschön, ja, aber alles in allem. Er, der Opa. Ja, gut. Ja, gut. Wenn man überlegt, wie alt Indiana Jones 1 ist, der glaube ich ist von 1980, wenn man nicht alles täuscht. 80 oder 81. Der Film ist 45 Jahre alt. Flair ist gut eingefangen, sehr gut, finde ich. Der Humor von den Filmen ist eingefangen, auch wenn er, ich sage mal 2024, nicht mehr so gut funktioniert natürlich, aber seine Blödelsprüche, nachdem er Leute umgehauen hat, die Cutscenes sind gut gemacht. Solide 9,5 von 10. Ganz ehrlich, als Fan, also ich mag einen Indiana Jones ja, zumindest die ersten 3 Filme, es gibt auch bloß 3, weiß nicht, warum ich das immer so sage. Muss ich sagen, gibt's überhaupt nichts. Ich verstehe nicht, warum keiner über das Spiel redet. Übersehe ich irgendwas? Müssen wir weiterspielen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle, die sich nach dem Gameplay immer gleich schleichen, vielen Dank fürs Zuschauen. Make sure to leave a like. Smash den Like-Button, Kuss auf die Nuss, vielleicht haben wir neue Leute dabei, lasst mal ein Abo da, aktivierst mal, und alle, die schon abonniert haben, checken mal die Glocke, ob die aktiviert ist, ja? Damit du alles mitkriegst, was ich tue. Und immer eine Benachrichtigung kriegst, wenn ich live gehe und nicht bloß, wenn es YouTube meint, jetzt bin ich bequemt, dass ich da mal zeige, dass ein Bürger live ist. Alex schreibt, Bürger feiert das Indie-Spiel und dann kommt jeder her, der sich alte PS1 wieder fit macht und sich freut wie ein Schnitzel auf die alten Schinken. Warum nicht? Oder auch was gut, es gibt genügend sehr gute PlayStation 1 Spiele. Classic Resident Evil 1 oder Director's Cut, Resident Evil 2, Metal Gear Solid 1, Croc, was haben wir noch so? PlayStation 1 Titel, die mir richtig hängen geblieben sind. War Resident Evil 3 auch noch auf der PlayStation 1? Schon, gell? Resident Evil 3 war auch sehr gut. Haben wir noch gehabt? Weiß es nicht. Was ist denn das da? Jetzt muss ich schnell was schauen. Ich habe da irgendeinen neuen Knopf in meinem YouTube-Chat. Superchat mit einem Ziel noch spannend. Teile mit, wie du feiern wirst. YouTube, für sowas haben wir schon Spaß, weil da verdient es ja sauber mit. Das ist neu. Ziel. Superchat mit einem Ziel noch spannender machen. Lege ein Ziel fest, um auf eine neue Weise mit deinem Publikum zu interagieren. Sobald du das Ziel erreichst, kannst du das mit der Community feiern. So, wir machen 50 Superchats. Blau-grün oder höher, also 5 Euro oder höher. Timer 30 Minuten. Teile mit, wie du feiern willst. Gar nicht. Lass dich von einigen Beispielen inspirieren. Ich streame am Freitag wieder. Ich spiele ein Rhythmusspiel ohne Ton. Was? Community Gaming Abend veranstalten, eine zusätzliche Stunde Livestreaming für euch, wenn wir das Ziel erreichen. Ich werde einen Stream machen, in dem wir uns Indie-Games genauer ansehen. Was? Ach, YouTube leckt mich. Kann man diesen Scheiß ausblenden? Oder wird mein Chat... Ist eigentlich irgendwann einmal noch irgendwas übrig von meinem Chatfenster jetzt dann bald einmal? Vom normalen Chat, ohne dass... Ja, egal. Egal. Reaktionen.
Feedback senden. Na, leck mir Mosch. Crash Bandicoot war gut, das ist absolut richtig. Was haben wir da sonst noch? Battle wir jetzt um Donations. Hat das nicht Twitch auch, wo du so Follower-Goals und so einen Scheiß einsteigen kannst? Die Sachen schauen sie sich schon ab. Aber den Rest, den man brauchen kann, von Twitch nicht. Naja. Vorabwarnung wird es hier nicht geben, diese komischen behinderten Ziele. Was soll dieser Scheiß? Die ersten Tekken-Teile, Tekken 1 war auch stark, ja. Und in Tekken 3 hat dann jeder einen Eddie gespielt und bloß auf die Buttons haben wir dann gesmashed. Weiß ich auch noch. Das war der Capoeira-Dingsbums-Typ. Ha lol, die Blauen wollen jetzt immer mehr Twitch-Features. Das machen sie schon die ganze Zeit. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile schon drauf gekommen, warum YouTube nicht so krass auf den Streaming-Markt einsteigt und Twitch ernsthaft Konkurrent macht. Ich glaube, weil sie das gar nicht wollen. Twitch macht immer noch kein Geld nicht. Twitch ist immer noch eine unlukrative Plattform, die immer noch nicht im Plus ist. Warum? Weil die ganze Bandbreitenbereitstellung etc. einen Haufen Schweinegeld kostet. Und deswegen kann ich mir vorstellen, YouTube geht so ganz gut, lass die Leute streamen, aber so richtig einprüfen. Mit dem Eddie hast du nichts falsch machen können. Ja, eigentlich nicht, nein. Das hat immer cool ausgeschaut, obwohl du keine Ahnung hast, was du tust. Die Österreicher zahlen uns den Stream. Birger, One Onlyfans, Richie Freshy, gibt's schon. Hast du schon mal onlyfans.com/geldgeilerwichser eingeben. Und geschaut, was dann kommt. Wie schaut's aus mit einem neuen Sons of the Forest Turm? Ich weiß, die Sons of the Forest stickt mir halt überhaupt nicht. Weiß es auch nicht. Der Tarek schreibt, es gibt noch einen dritten Teil von Creepy Tales, wird er noch irgendwann gespielt? Ja, wird er. Du hast sowieso nur einen Top-Chat im Stream. Ich habe auch wirklich nur immer einen Top-Chat, weil ich das jetzt mal umstellen muss. Es ist aber auch nicht wirklich ein Unterschied. Wenn der umschaut, ist es immer das Gleiche. Also da werden nicht irgendwelche Sachen ausgefiltert oder weniger oder mehr, keine Ahnung. Der Opa resubt noch schnell einer. Es gibt übrigens schon einen 4. Creepy Tale. Der was? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, dann haben wir zumindest schon mal was zum Tun noch in besorgt. Creepy Tale. Da haben wir Creepy Tale 2, Creepy Tale 3 und Creepy Tale Some Other Place. Ist das der 4. Teil? Wieso kosten denn die Spiele immer nur 6 Euro irgendwas? Oh, die sind auch sehr positiv. Ah, die haben gerade im Sale, deswegen. Ja, wir haben ja Spein, die 2 Spiele waren grandios. Aber ich wollte es halt nicht zu nah nacheinander und so. Moss hat auch einen 2. Was? Moss gibt's jetzt schon einen 2. Teil? Verdammt nochmal. Moss Book 2, tatsächlich. Wieso kostet der 2. Teil weniger wie der 1. Teil? Auch interessant. Aber es ist halt wieder VR. Deswegen schiebe ich es ja schon so lange. Es ist halt VR-Kacke. Dieses scheiß Headset, das hätte ich anzünden sollen anstatt was. Wölfchen, ich weiß schon. Eines Tages, das glaube ich sage ich seit 4 Jahren oder so. Was gäbe es denn für den nächsten Community-Zock? Da weiß ich jetzt auch nicht aus dem Stegreif. Habe ich mich momentan auch überhaupt nicht damit befasst. The Long Dark ist ein Nachfolger angekündigt. Black Frost, habe ich schon gesehen. Es ist ja das neue Spiel von Naughty Dog, ist hergezeigt worden. Gibt's auch schon wieder, gab es eigentlich auch schon wieder ein paar Sachen zum Schmatzen. Der Witcher 4 Trailer ist hergezeigt worden. Gab es auch ein paar Sachen zum Schmatzen. Mal gucken. The Long Dark schaut gar nicht mal schlecht aus. Das ist eventuell was für einen Community-Zock, aber wann kommt denn das? Long Dark. Heißt das? Da, Black Frost, The Long Dark 2. Gibt es da schon ein Release-Termin? Bald im Early Access verfügbar. Ja, die scheiß Early Access-Spiele, ganz ehrlich. Ich weiß, Path of Exile 2 ist auch in der Early Access, aber das ist so fucking umfangreich, das hat mehr Inhalt wie Diablo 4 und ist noch nicht mehr fertig. Elden Ring Night Rain, ja, was man da wie... Wann da Release ist, weiß man das? Bei Moss brauchst du keine Angst haben mit dem Motion Sickness, weil du der Maus zusiehst und nicht selber spielst. Das weiß ich, aber es ist halt wieder mit dem scheiß Headset umeinander pimmeln und das Headset nervt mich zu Tode.
Leute, die neue Elden Ring Trailer gesehen, kommt 2025. Ja, habe ich natürlich gesehen. Wobei ich nicht so 100%, erstmal merci dir, und zwar, ich habe nicht so 100%ig verstanden, was genau ist, aber anscheinend Koop durch die Welt pimmeln und Bosse umhauen und wenn du stirbst, ist die Rundengau oder irgendwie so. Das ist, glaube ich, so 5 vor Extraction, nicht Shooter, aber Extraction-Dingsbums. Habe ich so das Gefühl. Was ist denn mit dem neuen Doom? Spielen wir selbstverständlich, wenn das rauskommt. Das wird aber noch eine ganze Zeit dauern, nehme ich an. Gibt es das bei Steam? Doom Eternal, Dead by Daylight, Doom 1 und 2, Doom normal und überhaupt und sowieso. Nein. Ich kann mir nicht merken, wie das neue Doom heißt. Da schauen wir, glaube ich, auch jetzt mal, wann das kommt. Doom Release, da kommt jetzt 1993 wahrscheinlich, ja. New Doom Release, 20. März 2020, ist Eternal schon wieder 5 Jahre alt. Geleckt mich doch, wann kommt ein neues Doom? Auf der Xbox Games Showcase 2024 wurde das Prequel von Doom 2016 für 2025 angekündigt. Wann genau das Doom-Game im kommenden Jahr erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Aber erscheint auch The Dark Ages heißt es. Sollte, ich nenne es einfach mit Doom 3, ja, seit dem Reboot, weil wie viele Dooms gibt es mittlerweile? 8 Trillionen. Eigentlich ist Doom 6. Naja, egal. Ich schätze mal im Laufe 2025. Also es kämen auf alle Fälle Spiele. Weiß man schon, wann der Witcher 4 kommt? Oh, da wirst du noch eine ganze Zeit warten, fürchte ich. Es war noch nicht einmal in-game irgendwas zum Singen. Das war nur ein Render-Trailer. Und von denen lasse ich mich nicht mehr hypen. Selbst wenn Witcher 4 draufsteht. Doom 3 2. Fast out, merci für den Zwickel. Wäre Mafia mal was für den Stream. Da kommt auch nice, habe ich gesehen. Aber die alten eher nicht. Das sind alles so Spiele, die Open-World-Schinken dauern alle ewig. Mir sind so Spiele, die bringen mir im Stream einfach nicht fertig. Es ist halt immer, natürlich da das gerne mal spielen, aber das ist immer zu viel zum Anspulen und dann nach 3-4 Mal wieder aufhören. Ich hoffe, die haben aus Cyberpunk gelernt. Das ist genau das, das hat genau einen Grund. Sie haben immer gesagt, die ganze Zeit nach Witcher 3. Und zwar die ganze Zeit. Es wird kein neuer Witcher-Teil kommen. Die ganze Zeit haben sie das gesagt. Über Jahre. Dann wird Cyberpunk und der Cyberpunk wird zum Release ein Totalausfall. Das interessiert leider Gottes 3-4 Jahre später keinen Schwanz mehr, dass da ein DLC gekommen ist und der anscheinend super gut war. Also das verkünde ich ja auch, tolle Geschichte. Trotzdem hat man es verschissen 3 Jahre lang. Und all of a sudden, wenn ich mir da jetzt einmal CD Projekt Red Kurs anschaue, dann war da genau zu Release von Cyberpunk, waren wir bei 75 €. Der hat sich halbiert. Oh! Wir bringen jetzt den Aktienkurs wieder nach oben. Ja, jede Idee. Ja, was? Ja, machen wir doch Witcher 4. Und um nichts anderes geht's. Und wenn da schon wieder der Finanzdruck dahinter ist und nicht eben die Leute mit der Leidenschaft von Witcher 3 damals, die 2011 oder 2010 oder noch früher mit dem Entwickeln angefangen haben, wenn es dann nur wieder um Geld geht, dann gnade euch Gott, welcher Vollidiot das Spiel wieder vorbestellt. Und dann das Jammern wieder groß ist. Ich lasse mich natürlich immer vom Gegenteil überzeugen, genauso wie beim Indie da. Ja? Ich hab mich hergeguckt letzten Montag und hab mir gedacht, das kannst du dir vergessen, leck mir am Arsch, das wird mit Sicherheit ein Totalausfall, aber für einen Stream langt schon, ist im Game Pass, ist ja wurscht. Und siehe da! Holla die Waldfee, besser als ich dachte! Lass ich mir gerne auch vom Witcher 4 zeigen, aber merkt ihr meine Worte? Vorsicht! Furchtbar viel Vorsicht! Da geht's nur um den hier. Es geht generell in erster Linie immer um den, aber es geht halt da nur um den. Da. Pre-Production ist im November abgeschlossen und jetzt in Full Production. Mehr ist noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, um was das da geht. Ubisoft-Kurs ist, glaube ich, gerade schlimmer. Ubisoft gibt es auch nicht mehr lang. Die werden jetzt dann aufgekauft oder es werden da IPs verkauft und dann ist Ubisoft raus.
Leute mit Leidenschaft sucht man mittlerweile aber auch bei Naughty Dog vergebens. Ja, da wird doch auch schon wieder drüber diskutiert, dass man wieder irgendeine kreislige Tussi ins Weltall schickt, die mit einem Laserschwert Roboter verdrischt. Dann sage ich, Leute, habt ihr eine Ahnung, wer eine Zielgruppen für solche Spiele ist? Ich schon. Nämlich 95% Männer. Und die haben keinen Bock, ein Glatzkopf für die kreislige Tussi zum Schauen. Ich sag's einfach, wie es ist. Die wieder nur lästig und da bin ich gespannt. Werden wir uns eventuell auch anschauen, aber ich fürchte, das wird wieder PlayStation exklusiv und das kaufe ich einer nicht ab. Das sage ich dir, wie es ist. Es steht im Raum, ob Tencent Ubisoft aufkauft. Ist es nicht schon wieder vom Tisch? Der Simato schreibt, aber ich brauche einen Banger wie 2015 Witcher 3, Alter. Ich habe sogar die Map-Poster in der Collectors Edition dabei gehabt. Ich möchte es wieder mal erleben. Wie damals als kleiner Bub, jetzt halt als Mann, Vater. Herr Simato, ich klaue dir deinen Traum nur ungern, aber das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das Problem ist halt, dass Witcher 3 so krass erfolgreich war, dass so viele Leute geben wird, die Witcher 4 blind kaufen am ersten Tag und wieder irgendwelche Collectors Editions vorbestellen und so weiter und dann sitzen sie wieder da und fangen es vorne an. So schlecht bei mir geht das Bein nicht. Dann kommen wieder irgendwelche Superspezialisten, die das krasseste Spiel der ganzen Welt, das geht auf einer PlayStation 4 nicht mehr, das ruckelt. Ich riech's bis daher wieder. Darum Vorsicht, wart's wenigstens eine Woche bis nach Release und dann schaut es euch an und dann könnt ihr es kaufen oder nicht. Leute, wir haben wieder Zeit für ein neues Resident Evil. Das ist allerdings oberrichtig. Ich darf so massiv darauf warten, endlich zu Resident Evil 9 was zum Hören oder zu einem weiteren Remake. Ich darf mir gerne mal ein 1er Remake vom 1er wünschen. Vielleicht eher ein Reboot vom 1er. Im Stil vom Resident Evil 2 Remake, das übrigens mittlerweile 6 verfickte Jahre alt ist. Heilige Scheiße, Alter. Im Februar 2019 haben wir Resident Evil 2 gespielt, da haben wir quasi regelmäßig dort zum Streamen angefangen, das ist schon wieder 6 Jahre her. Das Spiel war grandios. Um Witcher 4 geht's, das ist seit November in Full Production, ist also jetzt Preview, aber Release-Datum ist kein. Ja, dann dauert es Minimum bis 2028. Minimum. Und wenn es vorher kommt, dann brauchst du es gar nicht. Dann brauchst du es gar nicht anschauen. Augen auf beim Witcher-Kauf, genauso ist es, Stadi. Bis dahin brauche ich erst einmal einen NASA-PC. Ich denke auch, dass meiner wird jetzt dann 2 Jahre alt, bis das kommt, vergängen mindestens noch 3. Und ich denke mir so, der Rhythmus von einer neuen Maschine sich zu kaufen, ist so alle 5 Jahre ungefähr. Wobei immer noch, jetzt ist mein Rechner ist jetzt 2 Jahre alt, ich habe natürlich immer noch 4090er da drin. Ich kann alle Spiele bei 50% Leistung spielen. Alle. Das Ding ist so brutal, das ist ein Witz. Das ist ein Witz, der Kosten. Jetzt werden dann 5090er vorgestellt. Da bin ich gespannt, wie viel Stromanschluss, ob die ein eigenes Netzteil dabei haben. Oder dann bin ich nicht nur Vater, sondern Opa. Das kann passieren. Brauchst du dann einen Quantenprozessor? Glaube ich nicht. Oder mein Rechner brennt auch bei Helldivers. Ja gut, dann kannst du einen neuen Rechner brauchen bis dahin. Helldivers ist jetzt auch keine unfassbare Grafikpracht. Und der CPU ist noch zu langsam für die 4090er, das stimmt. Aber die paar Gnutschall, sag ich jetzt einmal, das merkt kein Mensch nicht. So, ab in Nachschauungsquad, gerade heimgekommen, hoffe du hattest Spaß. Oh, Herr Raul Duke, das hatte ich. Geiles Game auf alle Fälle, habe auch schon 15 Stunden drauf. Ich bin sehr begeistert. Ohne Ironie, ohne alle, ich bin wirklich sehr begeistert. Ich sag das auch währenddessen ein paar Mal. Viel Spaß beim Nachschauen. Ein Kantenmaler-PC, was soll ich mit dem? Ich finde es so schlimm, dass mit 3090 bei manchen Titeln einfach ansteht. Ja, nein. Muss ja nicht. Es gibt auch eine lustige Option, die heißt, man muss nicht Spiele immer auf Ultra oder Hoch spielen, sondern da gelangt ein Mittel und es schaut immer noch brachial gut aus. Ja, ich hatte Probleme bei Warhammer 2, konnte ich nicht spielen. Warhammer 2 schaut auch richtig gut aus. Ich habe vor 3 Wochen einen neuen Rechner nach 7 Jahren gekauft, von der 1050 Ti auf 4080 Super, merkst du schon ein wenig. Ja, darf mich jetzt auch nicht wundern.
Mein Holz-PC schafft gerade die Battle Brothers, ich bin aber ein Konsolensepp. Auch nicht schlimm. Battle Brothers ist ein grandioses Spiel. 3090 ist halt 4 Jahre alt, was erwartet? Ja. Ja, das stimmt. Auf Low alles 20 FPS, ja, das kannst du vergessen. Mittlere Details. Sounds like fake news. Ja, dann hat's aber auch selber schuld. Wenn du alles auf Ultra treibt, immer bitte, der packt's nicht. Musst du noch arbeiten oder kannst du von YouTube schon gut leben? Ja, alles wird gut. Ich könnte, wenn ich das wollen würde. Will ich aber nicht. 5090 Ti, but will it run Crysis? Kennst du die Zeiten noch? Die kenne ich sehr gut, ja. Ich glaube, dass bis heute noch keine einzige Maschine auf dem Planeten Crysis auf Ultra zum Laufen bringt dann ständig. FPS, größer Grafikschnickschnack, den man eh nicht bemerkt. Absolut richtig, Sprengi. Aber da haben dann die Grafiknutten, die da sitzen, die nicht einmal wissen, was FPS sind. Die spielen dann... Die stehen dann in die Grafikeinstellungen 250 begrenzte Frames ein, haben aber bloß einen 60 Hertz Monitor. Das sind die Spezialisten. Oder spielen mit 4K Auflösung auf einem 1080p Monitor. Alles unter 90 ist Kino, oder? Alles unter 4. Ich bin mit meinen 144 schon langsam nicht mehr zufrieden. Gibt's hier eine Leute? Gibt's hier eine Leute? Oder haben einen 144 oder 240 FPS Monitor, Herzmonitor da stehen und haben dann in die Windows- und Grafikeinstellungen und in den Video-Settings eine Bildschirmwiederholfrequenzbeschränkung von 60 FPS drin und wundern sich dann, wieso, ja, das ist super. Und ich bin reingeschaut, kriege ich einen Schlaganfall. Meiner hat 165, mehr merke ich eh nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich mehr wie 144 merke. Ich darf auch wahrscheinlich bei mir, deswegen werden meine Grafikkarten auch noch eine ganze Zeit lang halten. Ich spiele zum Beispiel auch nicht in 4K. Ich sage das ist, weil ich es einfach nicht gespannt. Das merke ich sowieso nicht. Für mich schauen die Spiele tipptopp aus. Was muss jetzt da doppelte Auflösung her? Das macht überhaupt keinen... Irgendwann mal, ja. Wenn ich nochmal mein nächster PC, da kommt vielleicht mal die Überlegung, ob ich mir einen 4K-Monitor da herstelle. Vielleicht. Für mich gelangt der WQHD überall hin. Braucht nicht so viel Leistung, kann ich den Rechner locker ein Jahr länger behalten. Locker. Meiner hat 360, aber bringt nichts mit dem Rechner, aber naja, kommt noch. Was 360 Hertz Rechner, was hat denn der? Dann muss der Monitor 28 mehr kosten wie der PC. Spätzl hat bei seinem alten Laptop bei 30 FPS in Dota noch gesagt, oh, das ist fein. 2K und 4K ist so ein geringer Unterschied. Finde ich immer. 6090 Ti mit 44 Zoll 8K Monitor in 2030? Nein. 2033. Also quasi jetzt so in 10 Jahren ungefähr. Ja, aber weiter ist es aber ein 7090er wahrscheinlich. Ein 7090er Ti. Ja, mal gucken. Reicht in solche Games für mich. 4070 Ti, super, by the way. Ja, klang da. Also um Gott, es muss ja nicht alles. Das Allerwichtigste ist, selbst sprenge ich, korrigiere deine Formel mit FPS größer als Grafikeinstellungen, nämlich Gameplay größer FPS Grafikeinstellungen. Gameplay immer wichtiger als alles. Wobei natürlich bei scheiß Frames per Second kannst du auch nicht gescheit spielen und ich kriege einen Augenkrebs und das nervt einfach. Und da der hat Consoleros so ein bisschen leid, weil mehrere 60 kennen die nicht. Die kennen ja teilweise immer nur 30 FPS. Wir kommen Spiele spielen mit 30 FPS, oder? Kriegen Vogel. Viele Leute, die das gewohnt sind, die sagen dann wahrscheinlich, ja, wir brauchen die gespannt eh nicht genau. Bis sie dann einmal vor einen 60 oder 144 Monitor hier sitzen und dann PS5 macht 120 FPS. Das möchte ich sehen. In was für einem Spiel? Das bezweifle ich schwer. Und dann brauchst du übrigens auch den großen Fernseher dazu, der 120 FPS kann. Das ist halt nur wieder das. Da haben wir wieder bei, hey, Oleg, PS5 macht 120 FPS. Ja, der scheiß Fernseher kann aber bloß 60 Hertz. Oh, scheiße. Und die 120 FPS schafft es wahrscheinlich, bis der Sprenger sagt, in PlayStation 4 Spiele. Ja, genau. In God of War, aber dann brennt's ab, die PS5. Ja, genau. Meine Augen schaffen auch nicht mehr wie 60 Hertz. Das glaube ich nicht, weil Unterschied zwischen 60 und 144, den kennst du sehr wohl noch.
Am schönsten, ich habe zum Beispiel jetzt da von mir einen Monitor, das sind die Billo-Monitore, die ich schon seit 8 Jahren hängen habe. Die haben auf 60 Hertz und der in der Mitte auf 144. Und allein, wenn ich da mit meiner Maus kreise, dann sehe ich, wie der Mauszeiger hinten nachzieht, wenn ich mich darauf konzentriere. So stirb ich auch nicht, das ist schon klar. Aber auf meinem 144er Monitor sehe ich das halt nicht. Da ist es viel weicher und einfach, das ist schon eine andere Geschichte. Gerade der 60er und der 144er Sprung ist so geil, PC Master Race. Ja, und ich glaube, alles drüber wird dann happig. Ich glaube, man merkt schon, so ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das ist mir der doppelte Preis wert. Du brauchst nämlich halt die Maschine dazu, die bei den neuen Spielen 240 Frames zusammenkriegt. In dieser Auflösung. Und da wird es wahrscheinlich bei allen neuen Spielen auf Ultra happig. Und ich brauche keinen 4K-Monitor, wenn ich mein Spiel nicht auf Ultra spiele. Das macht keinen Sinn alles. Das ist einfach... Das Kosten-Nutzen ist einfach so zu utopisch. Ich merke nicht mal 120 auf 165. Da ist der Sprung, finde ich, auch zu klein. Bin sehr spät zu mehr als 60 Hertz. Jetzt PC am TV-Hänger mit 120 Hertz. Das soll jetzt schon können. Das ist einfach angenehmer zum Schauen. Ja, kriegst du so leicht Kopfweh. Angenehmer für die Augen. 34 Zoll WQHD mit 144 Hertz passt perfekt. Mir hört nichts anderes. Ich weiß nicht, wie viel Zoll das ich habe. Das soll wie es ist. Aber ich glaube, es sind 27 oder 32. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist 27. Das ist ein 27 Zoller. Das ist das Einzige, was ich mir mal überlegt habe, dass ich mir einen größeren Hauptmonitor her tue. Aber auch WQHD, der einfach ein Tippfall größer ist. Das ist eigentlich alles. Aber ich weiß nicht, was das für Größe ist. Der ist eigentlich hübsch, genauso groß wie alle anderen und das sind 27er, das weiß ich. Also ist das wahrscheinlich auch 27er da. Wenn was bei den Einstellungen nicht passt und 60 Hertz sind, kommt man ins Kotzen. Ja. Hast du eigentlich einen Intel oder einen AMD-Prozessor? Ich habe einen Intel. Ich war immer Intel oder einfach... Intel war einfach immer besser, bla bla bla. Jetzt hat der AMD-Fanboy natürlich ein leichtes, weil die 13er und 14er Serie, eine bestimmte Serie davon Probleme macht und kaputt geht über Zeit. Habe die neuen 14900K, aber die AMD X3D-Modelle ziehen jetzt ganz schön davon. Das ist absolut richtig, das passiert jetzt da gerade, aber bevor ich mir an mein Intel läuft absolut reibungslos. Bei mir fällt absolut gar nichts und wenn was fällt, ersetzt Intel das Ding einfach. Deswegen tue ich da nicht umeinander. Ich habe einfach AMD den Hass geschworen, seitdem mir 2 Grafikkarten davon abgeraucht sind, seitdem kaufe ich nie wieder irgendwas von denen. Nie wieder. Da können die Scheißprozessoren nur so gut sein, ist mir scheißegal. Ich persönlich bin ja gespannt auf Anno 117, weil beim 1800 Ultra auf 1440p von Wasser auf Start 90 und 30 FPS mit der 3090. Mal warten, ich bin sowieso gespannt, wie gut das Anno wird, weil ganz ehrlich, Anno 1800 war wirklich der absolute Peak. Ich wüsste nicht, was man noch besser machen soll als in Anno 1800. Ohne das ganze Spiel umzukrempeln. Alex schreibt, meine ganze Kisten ist von AMD, bin super zufrieden, aber jedem das seine. Ich sag das ganz ehrlich, die AMD-Treiber für Grafikkarten sind so zum Kotzen behindert, dass ich am Leben herscheißen darf. Wie stellst am besten der Grafik in die Gesperre ein? Ja, was soll ich jetzt da verzeihen dazu? Das ist eine Wissenschaft für sich. War mal ein tolles How-To. Glaubst du wirklich, dass ich mir die Geschäftlerei dann in die Kommentare tue? I don't think so. wenn der AMD-Sepp daherkommt, ja, aber ich muss das so machen. Und ich muss das so machen, das ist so eine Multithreading. Na, how about no? Das tun wir nicht. Ich denke nicht, dass ich das tun werde. So. Und jetzt gehen wir ins Bett. Friends of the Sun! Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Indiana Jones ist ein grandioses Spiel, da geht es auf alle Fälle weiter damit nach der kurzen Weihnachtspause. Wir sehen uns am Micker nochmal, Plätschmerz, Weihnachtsfeier, da sitzen, Scheißdreck labern, wie war's Jahr, was der wir nächstes Jahr einfach irgendwas labern. Scheißegal, das ist dann der letzte Stream für dieses Jahr. Dann sehen wir uns erst wieder am Montag, am 6. Januar, zu den Heiligen Drei Kini, 20 Uhr. Fliegst fort? Nein.
Bin über Weihnachten noch nie fortgeflogen. In meinem ganzen Leben noch nicht. Sprengi schreibt, ja, stimmt schon. Wir sind damals damit aufgewachsen, Grafikeinstellungen zu tweaken, damit es auf der GeForce 3 läuft. Heute ist es einfach Ultra or Bust. Das ist absolut richtig, ja. Ich finde auch früher hat das noch viel mehr ausgemacht, was du da umeinander tiftelst und in der Config umeinander schreibst und keine Ahnung was für ein Scheiß. Heute gehst du einfach auf die Standardeinstellungen, mittelhoch, schaust FPS so, ja passt schon. Wenn es ein bisschen ruckelt, tust du ein paar bestimmte Sachen einfach auf Low. Immer nur die guten alten Sachen, irgendwelche Schatten, Scheiße und so weiter, wo du sowieso keinen Unterschied nicht kennst. Und dann Gas. Tja, jetzt schleichen wir uns. Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zugucken. Liken nicht vergessen, Abo da lassen, Abo-Glocke checken, Kuss auf die Nuss. Danke fürs Zuschauen, danke für die ganzen Donations, danke für die ganzen Resubs, Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr, Weihnachtsfeier. Wenn ihr kommt, dem haut der Krempel knockert den Arsch. Und ganz furchtbar wichtig, es ist wahrscheinlich das allerletzte Mal, es ist überhaupt Herzog, wer noch irgendwas vom Jahresmerch braucht, vor Weihnachten, dann ist heute und vielleicht noch morgen der letzte Tag zum Bestellen, dass das vor Weihnachten kommt. Und selbst wenn es morgen bestellst, kann ich es nicht mehr garantieren. Okay? Wer noch irgendwas braucht, do it. Und danke an jeden, der sich da was daraus genehmigt hat. Es waren einige. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, es taugt euch. Wenn nicht, lasst es mich wissen. Lasst sie dann schon irgendwie regeln. Hauen Sie sich hinein. Machen wir wieder so. Das ist der mal weg. Und dann sehen wir uns am Mittwoch, 20 Uhr. Scheiß Trüte. Hauen Sie sich hinein. So, was muss ich streamen, beenden. So macht. Das haben wir letztes Mal schon rausgefunden, gell? Sollen das eigentlich immer jetzt Schleichzeug, habe ich die